grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buben. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche oder sind schon verrät. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klaus zupft auf der Gitarre. als Backel spielen wir noch die Berner Schar. Die Quetschen klingt ein super fein, Die Kontrapumpen hinten rein. und Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum Leidl, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buben. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche oder sind schon verrät. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Ja, grüß euch Gott, meine Lieben. Herzlich willkommen Meine Verehrung. zur Pawlatschen Nummer 177. So schaut's aus. 177. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, heute ist eine Riesenfreude. Wieder aus dem Studio Donaufeld und heute wieder mit der kurzen Hosen, nicht? Weil also bis vorgestern waren wir wieder kurzfristig in einer langen Hosen da gesessen. Immer lang, ja. Du hast eh, ja. Aber das Wetter macht seine Kapriolen, nicht? Von heiß, kalt. Aber da unten da im Studio haben wir es sehr, sehr angenehm. Es Konstant. ist ein Traum, ja. Konstante Weinkelleratmosphäre. Fast. Und jetzt soll wir dann gar nicht viel herumpfuschen, sondern wir machen gleich schicken gleich das Kamerakind Patrick Genau. gleich schalten. Was ist? Okay. Jawohl! Jawohl. Ui, hat nur noch 20% Batterie lassen. Du musst schnell sein, Jetzt schnell. Und da muss ich sagen, na, da stehst du nicht, um Himmels Willen. Was haben wir? Mach auf. Was haben wir denn? Das haben wir. Ja, da, wir nehmen wieder an. Vom Festival, nicht? Jawohl, Festivalwein. Frizzante, sicher. Jawohl. Weltklasse. Weltklasse. Halt. Na? Ja, tritt eine. Passt schon. Jawohl. Festivalwein vom Kellerberg Festival. Kellerberg Festival. Vom Wienerlied Festival. Landpartie am Kellerberg. Jawohl. Weinbau Dürr haben wir wieder einmal da. Einen Muscatella Frisante. Ui, das wird was Geschmackiges werden heute. Sehr schön. Er zieht das schon. Ja, was denn? Schön, gell? In der Zwischenzeit mache ich die Mach die Begrüßung Begrüßungsrunde. unserer Chatterer. Der Barreiter ist in meinem Fall der Erste. Ich weiß nicht, wie das natürlich richtig ist, aber zumindest da in meiner Software. Barreiter war der. Hallo nach Wien. Leider kann ich die nächsten 3 Wochen den Livestream nicht mitverfolgen, da ich für einen verunfallten Kollegen einspringen muss. Ich wünsche euch allen viel Spaß und Vergnügen. Barreiter, es ist zwar schade, aber noch schaderer ist es um deinen Kollegen und ich würde sagen, gleich mal, unbekannterweise werden wir deinen Kollegen würdigen. Ja, das glaube ich auch. Mit einer Orgel rote Achteln und natürlich ein Barreiter, dass er einspringt, dass man natürlich Jawohl. solche Kollegen hat, die einspringen. Ne? In diesem Sinne, macht da nichts draus, Barreiter, du gehst uns jetzt schon ab, aber du machst was Würdiges. In diesem Sinne, haut's eine bitte. Rote Achtel für Barreiter, dass er da einspringt. Jawohl, Susanne Faber ist da. Jawohl, super. Alexander Hauser, Servus Mann und grüß dich, der Alexander Hauser. Iklice Tisse Pavel sind am Start, Matthias Mariacher, der Raffi, der Rudi Korbes. Rudi ist auch dabei mal wieder. Und schau, der Raffi schreibt schon am Titel, ich rufe und Leiertänze. Jawohl. Jawohl. Maggie Pemperton, Munich Calling, jawohl. Christi Gott Maggie, Karin Albertine Priestanik, Michael Ungar, Momo M, der Maba ist da, Servus. Markus Pristonik, liebe Grüße in die Runde auf der Leiber der Pawlatschen, wird sicher wieder unser aller Fritzl Startguss. Ich glaube, die hat keine einzige Pawlatschen noch versandt. Ich glaube, die müssen wir, so wie der Daniela Schlegel, der Titel Principessa die Pawlatschisti gebührt, gebührt eigentlich dem Fritzl Startguss der Ehrentitel Grand Seigneur. Das passt zum Oder? Fritzl. Ja, passt. Finde ich absolut Grand Seigneur Fritzl Super. Startguss, weil man das geht schon ausgezeichnet, weil ich sicher, ich sage jetzt mal die 177 paar Flaschen, glaube ich, warst wirklich alle dabei. Ich glaube auch. Das ist ein Wahnsinn. So, manche andere auch natürlich, glaube ich. Aber Fritzl war es damals ja noch als Fritz.
Startguss. Ja. Also Fritzl Startguss wird hiermit erhoben in den Stand des Grand Seigneur. Der hat ein neues Profil gebraucht dann, glaube ich. Da. Ja, genau, der nächste Mal Profil. Irgendwas hat nicht hingehauen. Ja, irgendwas hat nicht. Der Ulrich ist dabei, Alexander Küpferling, jawohl, Matthias Gerold, Daniela Schlögl, unsere Principessa. Jawohl. Super weiß gestern, schreibt sie, jawohl. Und die Principessa hat uns gesegnet mit einem Video, das ab jetzt auch in unsere Runde einkehrt. Also wann wir etwas besonders leibend finden und es wirklich würdig gefeiert gehört, dann kommt ein Video zum Tragen von der Daniela Schlögl, nämlich wo ich sozusagen würdige mit einem enormen, wie heißt denn das? Wenn man da gibt, es hat einen eigenen Begriff für die Motorradfahrer, dann so zu Ehren Gas geben. Ist ja wurscht. Ich weiß das immer. Also nur zur Info. Ein Burnout ist nicht. Ein Burnout ist nicht. Das geht sich der Mann nicht aus. Na, kannst schon machen, freilich kannst du einen Burnout machen, aber ich will mir den Raffen nicht zusammen. Auf jeden Fall zu Ehren unserer Principessa Daniela Schlögl mit Sampen Maxi und Matti gestern bei uns beim Lentner waren, beim Frühshoppen, habe ich jetzt einmal eine erstmalig die Würdigung durch mein Scheißerl, die Manke. Das auch so gemein. Ja, ich meine, da geht was weiter. Da geht was weiter. Da geht was weiter. Wolfgang Rotzka ist da, Christian und Franz M. Nach einem anstrengenden Wochenende, Hochzeit der Tochter. Bravo, freuen wir uns auf eine Erholung und Unterhaltung. Dann können wir das schon zum ersten Mal anbringen. Deiner Tochter, lieber Franz M., widmen wir Folgendes. Jawohl, ganz leibend. Beste Grüße ans Töchterlein, ganz leibend. Landtagsstrom Markus, jawohl. Jawohl. Der Andreas Christener ist dabei, große Freude. Straßenhans, einmalig. Jawohl, Wahnsinn. Schau, da fällt schon die Achtel rein. Fällt schon die Achtel für Barrett rein. Jawohl, sehr leibend. Sehr leibend. So, wunderbar. Zu viel der Ehre Fritzl Startguss, na sicher nicht. Grand Senior Fritzl Startguss, das ist mal ganz klar. Das ist nicht zu viel der Ehre, definitiv. Salutschüsse, Matthias Mariache, ja genau. So, Wödlam, na gut, dann werden wir ernsthaft, ein bisschen. Muscatella. Ja, duftet. Auf eine leibende Bablatsch mit euch zum Wohl. Kann man singen, tut eigentlich nicht günstig, aber es ist wurscht. Nicht so, gell? Schau, die Maggie sagt auch, Ruf und Leiertänze fiel mir heute auch ein. Geiler Sound, sagt der Raffi, gell? Das ist der beste Sound. Das ist ein Mörderspruch. Ich meine, gern Mörderspruch, oder? Einen anderen Auspuff brauchst. Nicht der So einen richtigen. Die kostet mehr wie das Motorrad. Schaut der Matthias Gerold Leiband, Fritzl Startguss habe ich die erstmal googeln müssen. Man schreibt es Grand Seigneur. Seigneur, genau. Ja. Grand Seigneur. da steht. Fritzl Startguss, Grand Seigneur. Das ist eigentlich, muss man sagen, hat er sich verdient. Das hat er sich erschaut. Ja, nicht nur das, auch ersessen. Auch Wenn man daran ersessen, denkt, dass er zu uns gefahren ist nach Wien auf dem Motorrad mit der Sitzbank auf seiner BMW R9T, mit der umbauten, wo ihm der Arsch weh da hat, also der Hintern weh da hat. Ich hätte schon wieder Arsch gesagt, so wie der Arsch sagen erst. Und Sitzfleisch hat er. Aber auch Steherqualität, muss ich sagen. Das sowieso. Der bockt uns beide unter den Tisch, das ist ein Wahnsinn. Schaut, der Michael Unger sitzt da oben wie der Affe am Schleifstein. Genau. Leitgate ist da im Start. Schau, der Georg Scheurer, beim Klang der Gläser ein lautes Rum, Rum, Rum. Jawohl. Na gut, pass auf, dann machen wir, was machen wir? Wenn wir zum Einsteigen die Ruf- und Leiertänze gleich zum Anfang rum, nicht eigentlich, ne? Auf der Ja, machen wir's. Du willst einspielen, du willst was anderes Die spielen. gingen leibender, wenn ich ein bisschen eingespielt bin. Weißt du, der Goldstart mit Ruf und Leier, denkst du ja die Finger nur so steif. Und dann spielen wir was anderes, dass du deine Finger lockerst, eine Fingerlockerungsübung. Was willst du spielen? Finger lockern, dann mal. Du darfst das aussuchen und du darfst das... Wir hatten schon länger nicht gespielt eigentlich. Oh ja, Otterklingerlied. Ja, Komm mal an. bitteschön. Wollen wir es nochmal? Das ist aber schon Idee, ne? Ich hab schon richtig gespielt. Ah ja.
ein kleines Beisen. Der wird dieser Kreuz wie das Mandel. Der wird den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, weil's hätt in Wien kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein kleines Wirtshaus, weit draußen in Ottergring. Dort sitz ich und träum mich allein. Und wann ich dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schon nur der Wein. Und wann ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum ich, wie wann ich lach ich sing, in dem Wirtshäusl Prost in Ottergring. Und wann ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum ich wann ich lach ich sing, in dem Wirtshäusl Prost in Ottergring. Jawohl, lange nicht gespielt und sofort wieder erkannt. Schau, der Matthias Gerold, da habt ihr die Latte schon beim ersten Lied sehr hochgelegt. Wird klasse, danke schön. Danke dir, sofort den Schluck nehmen. Unbedingt einen Schluck. Du, ja, die tun ja, Androsch ist da, die tun ja. Also eigentlich müssen wir schon an sehr, sehr viele Pavlacisten, die müssen wir eigentlich schon Titel vergeben. Ja, so eine Gerät, Jetzt red da eine. Backenglas, wenn wir da einen Glaselschäfer machen. Der ist sehr gut, aber es hat Frizzante und mit diesen Perlen, gell? Das beim Singen ist ja ein bisschen mühsam, ja? Aber das ist mir machen, du musst gleich noch einen Schluck nehmen. Schau, die Maggie im technischen Taumel. Freunde, ich bin nicht Schizo, aber am Smartphone heiße Maggie, wenn ich vom Laptop schreibe, erscheint der volle Name. Naja, ich will das ihr wisst ja, wer gemeint ist. Ja. Gleich ein Lieblingslied am Anfang von ihr, na großartig. Schau, der Knirbiesler. So muss ein Montag ausklingen. Guter Wein, nette Leute und wunderschöne Lieder. Viele Grüße. Bravo Knirbiesler. Ach, das muss zusammenbringen. Leiwand sagt auch der Eklitsche diese Barwöls, die Weitkeit hat die Hochleiner Franz eben. Rudi Korbes. Der Rudi will ja sowieso oftmals, wenn mich der Herrgott fragt, Mach mal.
Ich weiß nicht, was heute auch will, aber das macht auch, hat auch gern. Aber weißt du, was wir aber schon länger nicht gespielt haben? So war es einmal draußen da alles. Schön, super. Weil das spiele ich nämlich meistens, wenn der Ich kann es ja schon gar nicht mehr, weißt du? ah ja, das bringt sich schon noch zusammen. Aber meistens, wenn der Rudi da ist beim Taschler und die Quetsche nimmt, spielt unter anderem dieses Lied sehr gerne mit dem Rudi. Ja. Ja? Und daher könnte man das nicht machen. Ein neues Lied. Was sagt die Daniela Schlegel? Eigentlich darf der Klaus nichts trinken, dann verspürt er nicht so oft. Aber irgendwie hatte ich Mitleid mit dir gestern, aber nur fast, ja. Aber nur fast. Aber es war wirklich tragisch. Gestern beim Frühshoppen, ich war mit dem Motorrad da, sprich, kein Tropfen Alkohol natürlich. Und hab also eigentlich wirklich gut gespielt und gesungen, gell? Aber deswegen wäre ich nicht angefangen, jetzt nichts zum Trinken beim Spielen. Das war eine Ausnahme, eine Ausnahme. Eine Ausnahmesituation war es, aber gut ist gegangen. Ja. Schau, der Rudi Korbi sagt, ja bitte. Aber was jetzt da? An der Alles oder das werden mit der Herrgott fragen? Wir spielen mal, wann mit der Herrgott. Okay, ja. Das ist eine schöne Nummer. Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wie man da begegnen tut, den Retter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht, weil ich wisst schon, was ich sagen möchte. Dass ich halt reinkomme, ne? Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache die ein Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann kommt die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied voll Allgewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wem er Gott begegnen tut, den Retter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht, weil ich wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn mich Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, na da mache die ein Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Ja. Wirklich schöne Nummer, ja. Na, jetzt haben wir in der ersten Strophe ein bisschen reinhandeln müssen. Ja, also, Ist aber mein da- Gott, nein. Ich meine, bin ich mal hingekommen, aber das war's. Das Die Achteln von Die einer. Achteln von einer. Also, Die Achteln von nein, einer, das ist- definitiv. das sehe ich sogar ich. Ne? Das- definitiv. Raffi, ich bin ein Ursteirer, das wissen wir ja, Raffi. Raffi ist ein Ja. Ursteirer. Der Maiki, auch ein Ursteirer. Maiki mitsamt der Justine. Jawohl. Wie sie zu sagen pflegt aus Knittelfeld, wo doch er dann sagt, eigentlich sind wir aus, na, von wo sind es nicht Ah, Zöttwig. Zöttwig. Zum Wohl. Das war sehr lustig, finde ich. Jetzt einmal, auf die Steirer jetzt einmal. Das war sehr lustig, weil wir da in der Steiermark gespielt haben in Trofeiach. Der Simon Mühle. Der Simon Mühle. Und Maike und Justine waren dort. Und das habe ich natürlich extra begrüßt und gesagt, schau, die sind aber jetzt nicht weit hergekommen. Sie kommen von der Ecken quasi, nicht? Aber von wo kommen sie? Und sie sagt, Knittelfeld.
Und der Maike sagt, du weißt wohl schon, dass wir nicht den Knittelfötter haben, so den Zelt weg. Das war sehr lustig. Geografiekenntnisse wie ich habe, nicht wahr? Ja, Kenntnisse, naja, zur Karge hat gesagt, ich habe so lange in Knittelfeld gewohnt, nicht so Knittelfeld. Naja, aber schau, Rudekorb ist wunderschön, sagt er, die Achtelvereine, Weltklasse, Weltklasse. Nein, weißt du, was wir spielen? Das haben wir schon lange nicht gespielt. In Matzleinsdorf, mein Heimatsort. Ja, siehst du, genau, das machen wir jetzt gleich, da suchen wir uns jetzt Lieder, die sozusagen ein Grätzl, also Unterring haben wir jetzt schon gehabt. Ja, jetzt machen wir Matzleinsdorf, dann machen wir noch Herr Neuss ein Lied, dann schauen wir weiter. Ja. Wir schauen mal ein paar so Grätzeln quasi abdecken können. Ja. Also örtlich zuordnenbare Der Lieder. Landgrund auf der Wien. Ja, Fällt mir dann noch ja, ein, da fällt ihm schon, vielleicht fällt euch auch was ein. Ja, das machen. Ich weiß gar nicht, welcher Ton das ist. Ja. Mit der Aura. Und wie fängt das Lied an? Vielleicht. Wie ich als kleines Bier. Also ja, nein, weil ich wollte Mehr das. Billy. Genau, jetzt habe ich es wieder, ja. Und wie geht dann der Refrain? Wird wo der Weg vom Stefan? Nein, gut. Bergauf. Ja, das sind ja Bis zu der Spinnerin am Kreuz Ja, hinaus. nicht, also, Wo in der Mitte von der ja, Straße. da kenne ich schon. Aber ich habe mir da gedacht, so, ja, ich habe das jetzt gar angefangen und so ein paar Grundinfos, so Basics, weißt du, die muss ich mir immer dann Schon aufheben. gut, ja. Das ist wie alles kleines Bibel die Welt hab erblickt, war Matzleinsdorf noch ein kleines Ort. Die Häuser waren klein mit Garten umgeben und die Geschäfte sind gegangen ganz gut. Doch seit man in Wehren hat die Neuzeit entdeckt, ist alles ganz anders geworden. Die Häuser sind groß, aber drin ist kein Platz. Man kann sie nicht drehen, hin und vor. Dort, wo der Weg vom Stephansdom bergauf geht, bis zu der Spinnerin am Kreuz hinaus, wo in der Mitte von dem Platz ein Kirchel steht. Dort drum bin ich geboren, da bin ich zu Haus. Dort, wo die Luft noch rein und auch die Leute sind gesund, wo man ein Trepfel kriegt, noch da und dort. Von wo man sieht, bis auf den kahlen Berg, das ist mein Matzleinsdorf, mein Heimatsort. Wie schön war's in Matzleinsdorf früherer Zeit, man hat dort fast gelebt wie am Land. Die Hänzer und Heibauern, die haben dort gehaust, und die Fuhrleute waren auch fest benannt. Am Berge, da war ein Theater fürs Volk, vom söhrlichen Fürsten erbaut. Und Garten uns gehen, wie man nirgends hat gesehen, wann gleich man sie hat rum und geschaut. Dort, wo der Weg vom Stephansdom bergauf geht, bis zu der Spinnerin am Kreuz hinaus, wo in der Mitte von dem Platz ein Kirchel steht. Dort drum bin ich geboren, da bin ich zu Haus. Dort, wo die Luft noch rein und auch die Leute sind gesund, wo man ein Trepfel kriegt, noch da und dort. Von wo man sieht, bis auf den kahlen Berg, das ist mein Matzleinsdorf, mein Heimatsort. Gute Idee. Leibende Nummer. Leibende Ich finde es Nummer, eine ja. Nummer. Und Josef Obermeier, glaube ich. Das ist, das weiß ich gar nicht. Ja. Die Tunde sagt nicht so recht, Dornbacher Pfarrer war da natürlich ein Thema. Ja. Susanne Fabre, schau, Klaus, wie geht's deiner Mama? Ja, danke schön der Nachfrage. Geht ihr ganz gut. Geht ihr ganz gut. Hört man selten, sagt die Maggie Pimpert. Ja, in der Tat. Ja. Der Georg Scheirer sagt nicht vergessen, die Daumen hoch.
Daumen hoch, Daumen aufdrucken, Daumen auf. Jawohl, unbedingt. Wobei jetzt hätte ich gerade 16, nein, jetzt sind schon 18. Jetzt muss gerade 16. So, na gut, dann noch, ich würde sagen, naja, dann mal drin. Ich habe schon zwischengespült. Ja, aber, also, nicht? so. Schon wieder leer, nicht? Kann man ja nicht mit der Mopetten fahren, nicht? Ja, jetzt muss ich schauen, wie das korreliert mit den. Ich weiß nicht, ob man das so korreliert, aber es hat mir jetzt als Fremdwort hat mir das jetzt gefallen dazu. Mit den Perlen im Wasser. Die Perle wird Gröbere Perlen als da. Gibt es eigentlich auch ein Wiener Lied von Maria Höfer, der den Naschmarkt? Naja, das auf der Landgrund und auf der Wieden. Das wäre quasi, das ist genau Naschmarkt, das ist genau, also eben Landgrund und Wieden halt. Ne? Das können wir gleich bauen, dann machen wir es gleich. Ja. Bauen wir es gleich. In F hätte ich gesagt. Ja. F wie Vater. Sagt die Mutter zu der Tochter, du Menschani, ist jetzt aus. Also eine lange Hopfenstange kommt man immer mehr ins Haus. Schau dir einmal nur der Freitag drüben auf der Wieden an. Der hat einen von den Dragonen, siehst du, das wär für dich ein Mann. Drauf sagt die Tochter zu der Mutter, ich hab nur mein Schali gern. Ja, auf der Landgrube und auf der Wieden, dulli, 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 sind die Gustos sehr verschieden. Dulli, 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 drunter Naschmarkt auf der Wieden, da geht ein Stutzer promenieren. Sagt zu einer blauen Standlerin, was kostet denn diese Bieren? Na, für Kreuze, sagt Frau Sali, zu dem Stutzer nicht verliehen. Doch der will ihr für das Nagel bloß 2 Kreuze niederlegen. Bums der Otto, der Rufe, und Frau Sali sagt zu ihm, auf der Landgrube und auf der Wieden, dulli, 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 sind die Birnen heute sehr verschieden. Dulli, 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 Ich glaube, das war ein Tor. Ja, aber Nein, das was ist war schon mal. War man nicht so sicher jetzt. Nein. In der Banakbitengassen. Ja, das stimmt. Ja, aber das können wir nicht auswendig mehr. Aber das wäre auch mal, ja, das war ja jetzt so gesehen auch, Marie. Mhm. Ja. Du bin ja aufgewachsen. Du mir Androsch in der Banakbitengassen. Ja, da müssen wir das Lila lernen. Für die Tunne müssen wir es lernen. In der Banakbitengassen hat er sich. Wir haben sie schon mal gespielt auch. Wie schmeckt der? Ja. Warum sollte ja nicht schmecken? So. Gut. Ich würde sagen, der Weinbau Dürr in Sierdorf an der Mach hat sich von uns eine Fanfare verdient. Glaube ja. Aber. Aber von der Annahme des Gases eigentlich ist, ich glaube, der Kettensack schneller. Die 2 Takte. Naja, gut, ja, das ist ein gemütliches Mopperl. Das ist das Werablut, das in uns Wurdeln tut. Wenn wir gut aufgelegt sind, ja, rote Korb ist eine gute Idee. Das kann ich nicht gar nicht. Der Georg Scheurer auch gefreut ist, da kommt Schottenfeld vor, ja. Da kommt Schottenfeld vor. Aber es kommt halt nur vor. Also ich denke mir jetzt so Lieder, wo ihm jetzt wirklich explizit sozusagen der Ort besungen wird. Ne? Also wie eben zum Beispiel der Dornbacher vor.
könnte man mal spielen, das ist ja ganz so. Ja, machen wir, ja, gut. Ja. Sagt's mir Mädeln, was ist heute da am Bach geschehen? Über alles sein kann man's aus der Arena sehen. Keiner will dabei der Letzte sein. Wie schön, da gibt's einen guten Wein. An jeden, den man fragt, die Augen verdreht und sagt, der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Da bleibt doch kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 Miss. Auf einmal, da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr. Ja, sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Siemandl aus. Ja, der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Schon der alte Noah hat den Wein entdeckt. Und seit damals weiß man, was dahinter steckt. Ein so ein Schluckerl von dem Wein, der ist der erste Schritt ins Paradies. Der Weg zur Seligkeit ist er nicht einmal so weit. Der Dornbacher Pfarrer steckt aus, da bleibt doch kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 Miss. Auf einmal, da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr. Ja, sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Siemandl aus. Ja, der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Ja, ja, da ist da. Gertrude Woditschka ist am Start. Servus, grüß dich Gott. Hallo, meine Buben, schön, dass ihr wieder da seid. Liebe Grüße, die Trude aus Unterkring. Leiband. Ringel spielt Triebverbot. Ja, schau mal, was wir heute reinbringen. Warte, was hast du noch immer ins Fiakerlied und noch irgendwas hast du immer. Ja, da Triebverbot drüber. Ja. Das Beste ist das Schottenkloster und Schottenfeld ist nach Mönchen benannt, die aus Irland kamen und nicht aus Schottland, aber in Wien groß wurden. In Wien groß werden sein, ja. Brauner Matthias Mariacha, vollkommen richtig. Sowas kann nur in Wien sein. Karl H., grüß Gott von der Nordseeinsel, Spiekeroog. Spiekeroog, ja. Wahrscheinlich Spiekeroog. Leiband. Da schaut, der Franz M. gibt ja praktische Hinweise. Der Torbacher Pfarrer steckt ab Donnerstag wieder aus. Jawohl. Raffi bewundert immer noch den Sound von meiner Manke, das ist ganz klar. Dankeschön. Mein Scheißerl gibt halt ein Ding. Und mit Scheißerl muss ich sagen, habe ich wirklich Folgendes, nämlich eine Riesenfreude. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. So eine Freude. So eine Freude. Naja, dann muss man sich eigentlich auch sagen, so was er alles, was man noch gar nicht sofort. Lass uns mal was trinken. Ein Hit jagt Ja, den nein. nächsten heute. Ja, Ich habe ja einen Stress fast heute. weil so na gut, da haben wir dann das Meidlinger Ale. Meidlinger Ale Bringen, müssen wir absolut bringen, klar, absolut klar. Eigentlich auch gleich in der Kirche vom Gehen in der Kirche, Kornbergerdorf. ja. Ja, so. Der Munro ist da, jawohl. Jawohl. Jawohl, Munro, beste Grüße nach Thailand. Da muss ich- Schön, dass- machen wir so Da machen wir ein Glas- Glas Schäferer für den Munro nach Thailand. Jawohl. Mit einem Frizzante geht der Gruß ins Thailändische. 18 Grad hat es aktuell auf Spiekeroog. Beneidenswert. Ja, ist ungefähr so viel wie da in Köller. Nein, da ist mehr. In der Köllergasse, dann hätten wir Stammersdorf auch. Nur eine andere, schon, das ist auch eine Idee. Aber Stammersdorf passt auch ein anderes Lied auch. Eine deiner großartigen Kompositionen. Ja, der Biesenberg, ja. Biesenberg kennt man, ja, stimmt. Biesenberg kennt man dann auch. Könnte man da Dann reinbringen. Röschenkeller könnte man auch reinbringen. Ja, gut, ja, das ist halt, ja. Aber ist nicht, kommt Stimmt Stammersdorf schon, nicht stimmt vor. schon, stimmt schon. Ja, oh, ich kann Stammersdorf Stammersdorf spendet dann spendet Applaus, Applaus, ja. ja. Aber wie gesagt, das ist halt nicht explizit, ja.
Also die Heiselfrau ja auch, nicht? Da ist Stadtlau, da kommt Stadtlau, Stadtlau kommt vor. Stadtlau Aber da vor, passt ja. eher Da noch, passt nicht? Da eher passt eher noch. Friedhof und so. Da ist wirklich Stadtlau drin. Also wurscht, das war so mal draußen da alles. Wer hat's geschrieben? Puh, da bin ich jetzt aber Ja, schau, halber. hab Ui, ich jetzt hat er mit erwischt. Da bin ich einmal. erwischt. Jetzt hat er mich auch mit Ich wusste, das erwischt. weiß nicht. Ich hab's gewusst, das weiß nicht. Ich weiß auch nicht, aber von mir erwartet es keiner. Ja. Schau, da was hat der Munro. Danke, aber heute aus Frankfurt, Deutschland. Das ist ja quasi ums Eck. Ja, quasi. Na, Leiber, Europa-Tournee von Munro. Weltklasse. Also ich hoffe Weltklasse. Ich hoffe, das ist ein geplanter erfreuliches. und positiv besetzter Ereignis, ja. Ausflug nach Europa. Ja. Das hoffe ich doch stark. Na, Leiber, aber auf jeden Fall, dass du dabei bist. Die Heiselfrau ist an einer schiefen Wiesen am Biss. Die schräge Wiesen am Donaukanal. Das ist- Ja, hat eigentlich auch schon wieder Örtlichkeit. Ja, oder? eine Örtlichkeit, ja. Geht mir auch so bringen. Erstes Mal nach 24 Jahren. Ein Wahnsinn. Ja, Leil, da haut's aber eine für den Munro bitte. Jetzt mal original, eine originalrote Achteln, weil man das seit erstes Mal, seit 24 Jahren, ist er aus Thailand nach Europa zurück. Das ist natürlich Weltklasse. Und von mir kriegst du natürlich eine Würdigung auf meinem Scheißerl. Du bist ein Schlucknehmer. Ja, nimm mal einen Schluck auf dem Munro. Auf dem Mundro, Das ja. erste Mal nach 24 Jahren. Wahnsinn. Wieder mal in der alten Welt, wie man so Gleich sagt. gerührt fast. Ja. Sehr leibend. Sehr leibend. Absolut, ja. Da kann man einiges kombinieren. Matthias Mariache, das stimmt da mit den Dingen. Schau, die Achteln kommen schon. Die Achteln kommen schon. Ja, es gibt halt kein Wiener Lied über Thailand natürlich. Ne? Das ist irgendwie fast logisch. Ne? Das ist eigentlich logisch. Ja. Das war eigentlich ganz logisch, Ja, sozusagen. Ja. Nicht? Man kennt immer schönsten im Ausland ist ja Vorkart nach Wien. Ja. Das ist auch Frechheit dann. Ne? Aber schau, da kommen eine, die Achtel für Munro. Jawohl. Schau da was an. Sehr leibend. Ja, pass auf, jetzt machen wir die Ruf- und Leertänze. Machen wir die vorher. Ich hab gedacht, weil du angekündigt hast schon. Naja, so, schon, was aber haben wir es gedacht, passt jetzt. Es passt Passt, jetzt machen wir's irgendwie. doch. Wunderbar. Talos gespielt.
Bravo Der erste an, Wunsch? bravo an Franz Kemeter, der das so in die 40er Jahre zusammengestellt hat, aus uralten Ja. Tanz. Erzähl das ein bisschen Ist gelungen. ausführlicher, weil ich muss nämlich kurz ein Stück auf. Die Ruf- und Leiertänze sind ein wahrlich gelungenes Stück. Gehen ja zurück, der letzte Teil, da hört man das noch so wunderschön, bis ins Mittelalter. Die anderen sind ein bisschen sehr ländlich gehalten, das eine Zwischenstück überhaupt, dieses typische Landarte. Der hat das in den 40er Jahren zusammengestellt. Franz Kemeter, einer der berühmtesten seiner Zeit auf der Wiener Schrammelharmonika. Einfach großartig. Vor allem diese Ruf- und Leiertänze. Ich spiele es auch sehr gern. Werden wir in der Pawlatschen jetzt in Zukunft öfters machen, muss ich sagen. Danke euch für die wunderbaren Achteln. Ich habe eine Riesenfreude, wenn es euch auch gefällt. Das ist ein wunderschönes Stückel. Ja. Dankeschön. Ich danke euch. Aber jetzt machen wir dann nachher wirklich ein Herr Neuserlied. Ein Favoritenlied war halt auch nicht schlecht, um auf was anderes zu kommen. Vielleicht fällt mir da noch was ein für Favoriten auch noch. Schauen wir einmal. Ich muss einen Schluckerl nehmen. Sehr zum Wohle auf euch. Aber vielleicht hätte ich die steirische auch nehmen sollen, ne? Matthias Gerold, ja, du hast recht, Werner Gmiert, das schlägt so in die gleiche Richtung, ja. Wobei das nicht ganz so alt ist wie die Ruf- und Leiertänze, die sind schon älter. Wie gesagt, das geht bis der letzte Teil bis noch ins Mittelalter zurück noch. Das hört man noch an den Bordunton auch, was man ja kennt von der Drehleier, vom Dudelsack und so weiter natürlich. Ne? Das ist ja dann aus der Mode gekommen und so weiter, wenn man dann den Bass entwickelt hat weiter, den Wechselbass und so weiter. Das Werner Gmiert ist ja von Johann Schrammel, ist ja definitiv ein komponiertes Stück schon gewesen. Das sind ja alte Stücke, die irgendwann einmal entstanden sind und irgendwann einmal aufgeschrieben worden sind. Ne? Klaus ist schon wieder da. Bin schon wieder da. Sollte ich gerade zum Dozieren Ja, beginnen. tu noch. Nein, passt, ist schon erledigt eigentlich so weit. Ja. Leute, Sie das mitkriegen, dass du auch gar nicht so blöd bist. Das war Das wissen schon. ja, Schwarmwissen. Dann Jan Bosch. Glasscherbentanz, da gibt es die Zeit, also manche arbeitet heute in der Politik. Weiß ja, ob da eine bestimmte Dame gemeint ist. Nein, aber Gügler gibt es diese Zahlen? Gibt es jetzt einen? Ja gut, da gibt es ja viel Es gibt wieder neue Strophen, eine neuere Strophen sein vielleicht. Ja, das ist schon möglich. Ja, Das ist durchaus möglich, ja. das kann schon sein. Das kann schon sein. Das wäre möglich. Ja. Werner Gmiert wird dazu passen, ja genau. Da können wir heute auch noch spielen. Jetzt lass uns mal was trinken. Okay, Freunde. Dass man wieder da wirklich unter Druck sitzt. Also, nicht von euch, von uns, nicht? Und selbst quasi. Und selbst. So, wo wir es einmal draus dann da. Und da, spielen wir es jetzt endlich Jetzt einmal. spielen wir es endlich einmal, ne? Reden haben wir schon 3 Stunden drüber. Also wann geht es ja noch nicht aus. Nicht ganz. Na gut. So war es einmal draußen an der Alles. Also ein wirkliches Hernalsam. Wirkliches Herr Neuserlied. In der Tat. Donut für die, Gustav. für die Mitspielenden. Den Gustav, jeder A-Kreuz, nicht? Also so, A-Kreuz. So. Ja. Wenn sie in F war, macht man so. Ja. AB. A, B. Was ist das? 3 Kreuz. A, du, ne? Ja, aber so weit Das war ich ist noch nicht. Jetzt waren wir A, bei 3 du. Kreuz. Ne? Was Also ist das das? Das ist 3B. 3B, S, du, ne? FBS. As, des, Ges. Ces ist wieder H, dann fängt es wieder von vorne an. E, A, D, G, C, F, B, S, As, des, Ges. Das hätte ich auch gewusst. Das ist der Quintenzirkel. Natürlich. Ich meine, pass auf, Ja, so was? einfach kannst du mich nicht da erwischen. Ich meine, Quintenzirkel ist zwar echt wirklich keine Ahnung, was der bringt, aber Das hat mir meine Wahnsinn. Jugend in der Musik gerettet. Ja, damit nicht. Ja, nein, weil eigentlich ist im Quintenzirkel nie das drin gestanden, was ich eigentlich wissen hätte müssen. Ja? Weil zum Beispiel welche Vorzeichen, also welche Noten jetzt anders sind, das steht nicht drin. Das ist ja nicht drinnen. Wobei ja. indirekt Indirekt schon, schon, wenn eigentlich du natürlich die Tonarten dann durchgehst. Ne? Genau. Also wenn du sagst, in S-Dur ist F, B, also ein Fis, ein B, ein S drinnen und ein As. Ne? Das, ja genau. Ja. Und, aber das steht nicht wirklich drinnen, ne? Eigentlich. Eigentlich nicht. Es aber ist ein bisschen ein Pfusch ist das schon, der Quintenzirkel, aber natürlich ja.
hat auch seine Vorteile. Sagen wir, der Patrick muss agieren. Naja, ich glaube auch. Ich wollte gerade zum Spiel gerade anfangen. Ja, aber eine Stunde schon nicht. Eine Stunde nicht. Hat die Welt jetzt schon Das eine. ist gerade Kummer. 5 Euro. Gruß von Sani, Motto und Mutzibusa. Jawohl. Ja, die kriegen natürlich von mir auch. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir aber. Greife zum Ja, Glanz. unbedingt, Meinke, danke schön und danke an Sani und Mutzi. Danke. Unsere Wienerlied-affinen Nymphensittiche. Sehr leibend für dich. Und ich meine, ich finde es ja lustig, dass bis jetzt noch keiner, also dass alle nur geredet über einen Mörderspruch von meiner Manke, aber noch keiner mein Outfit irgendwie angesprochen hat. Der Berg hat gesagt, ne? Das maritime Outfit im Leben ist ja wurscht. Ne? Das ist ja, na gut, spielen wir jetzt mal. Favoriten Sterndl kann ich nicht. Favoriten Frauenkäfer, aber da kommt Favoriten eigentlich gar nicht vor. Ne? Das heißt nur Nein, gar nicht, ja. Favoriten? Favoriten haben wir gar nichts, gell? Favoriten haben wir nichts, ne? So schand. Der Alexander Küpferling muss da ehrlich gesagt zu Recht Haserfund sein, ne? Dass wir keinen Favoriten alliert haben. Ja, bei der Helm passt dazu natürlich. Matthias Gerald, der Helm passt zu manche, weil den haben wir zu 100 gekauft. War rot. Also zur anderen 100. Zur anderen 100 passt. Zur 500er. Ja. Aber das ist ja. Nein, die schaut schon geil. Also fährt sehr super. Ich war riesenfreudig. Ich war so eine Freude. Wo ist er? Wo ist er denn? 3 war es, ne? 3. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. So eine Müsste Freude. ich schon eins Ja, wenigstens sagst du es wieder ein bisschen, ne? Werner Beinhardt, Georg Scheurer, genau. Ja, aber klasse. So, jetzt endlich, so, was haben wir draußen da alles? Ein Hanalser Wiener Lied. So wohl's einmal draus an der Rust, im freundlichen, schönen Hernus, gemütlich wohnst die Leute nicht so spreizt wie heut's, Glück wird's aus in jedem Haus, nicht nur unter sich verwandt, und sie damals Leid verstanden, frei wo alles vom Hast und der Neid. In jener goldenen Zeit, zwischen Hügel voll blühendem Wein, ist ja alles stehen, wir träumen vor Wien. Zwischendurch ist es Üben und rein, plaudernd geflossen der Reusbach dahin. Häuser lieb und Glas und zart und niedlich, uns am Reusbach ein paar nur erst gehen. Heitere Menschen, aber Abend wird friedlich, in seltener Eindruck für ein frohes Leben. So wohl's einmal draus an der Rust, im freundlichen, schönen Hernus, gemütlicher wohn's die Leute, nicht so gespreizt wie heut's, die kurz aus in jedem Haus, nicht nur unter sich verwandten, sie damals Leid verstanden, frei wo alles von Ast und Neid. In jener goldenen Zeit. Jawohl. Endlich haben wir es gespielt. Endlich. Also Leil, ich mache vielleicht eine Aufnahme von einem Mordsgeräusch auf der großen Orgel. Jawohl, unbedingt, Maggie, die brauchen wir. Ja. Das brauchen wir unbedingt. Der Marco wegen einem Schleifstein. Ja, der Affe auf dem Schleifstein. Das ist auch ein Wort. Das kommt zurück, Markus, das kommt zurück. Schau, ich glitsche diese Bubbles. Traumhaft.
Alexander Kübel, sicher nicht. Also sicher nicht bis uns Best. Na gut, Dankeschön. das Dankeschön, ist spricht lieb. für dich. Es ist Spricht für lieb. dich. Aber wir keinen Favoritensong. Keinen Favoritensong. Schau die Achtel von einer. Das muss ich mir mal anschauen, aber das ist mir eine gute Nummer vom Nagelkorl. Was? Kennst du das Land, wo die Kartoffeln blühen, Genau. wo vom harten Brot die Nasen glühen? Dort, wo man keine Wohnungssorgen kennt, wo man die Pferdewurst Salami nennt. Das muss ich mir anschauen. Gute Idee, Favoritenlied. Das ist mein Favoriten. Ja, stimmt. Das ist aber, das ist Das ist das Favoritenlied Nagelkorl, klar. Das ist mein Favorit. Ja, wir wissen jetzt alle gar nicht, wie es geht. Aber so, ja. Das wir jetzt gefunden, das Favoritenlied, Ja, ja. ja, stimmt. Franz Brandwein, Gott sei Dank ist er. Stefan Bayer, jawohl! Servus, mein Lieber, grüß dich. Stefan Bayer. Für den Stefan Bayer muss ich erst recht die Manke sprechen lassen, weil ja, ich meine, wir haben mal drüber telefoniert, beruflich quasi. Die redet wunderbar, ne? Und wenn ich nicht so unheimlich erotisch drauf aussehen tät. Was? Das ist ja das Nächste. Das ist ja das Nächste. Ich sag nichts jetzt, aber. Weltklasse. So, pass auf, und jetzt müssen wir schon dazwischen einmal, wie müssen wir das Thema ansprechen? Ja. Thema Schmattes. Meine Herrschaften, Thema Schmattes müssen wir ansprechen, weil natürlich, ja, weil es geht ja ums Geld. Es geht ja ums Geld auch. Nicht nur um den Spaß. Und damit wir den Spaß, den wir da haben, auch sagen können, wir haben auch Geld auch gekriegt dafür, ja, damit uns das abgenommen wird, dass das Arbeit ist, möchte ich euch recht herzlich bitten, haut eine an Obolus für die Musik in den natürlich virtuellen Hut. Entweder über PayPal, über Banküberweisung oder über da diese Superchat oder wie das geht, ja. Google, Facebook, YouTube. Und ja, weitere Informationen findet ihr natürlich unterhalb vom Video, also in der Videobeschreibung, da findet ihr es drinnen. Genau, Lied, aber das bläht ja aus trotzdem, das gefällt mir nicht. Ja, nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringt man's an. Edelgansel und den Fisch müssen rennen überm Tisch. Ein Champagner noch dazu und dann Trab ist in der Früh. Ich glaub, meine Erbtante wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Renn schon im Schuh, hab nix zu tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wird schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Warum? Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Hammer, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Kurzes Intermezzo. Ein Intermezzo zwecks, beiß mit Nase nach, zwecks Schmattes Anspruch. Ja. Auf der Herner steigen, ja. Ich war halt nicht gut draus für der Lina, da kann man aber nicht sagen, wo das war. Das ist aber auch eine gute Idee, grundsätzlich eine gute Idee. Ja. Gorillos, Steffen Bayer, Gorillos. Franz Brandwein, ich muss mich anbotteln, heute warten, mein Kühlschrank ist im Eimer. Na geh! Funkt nur noch das Gefrierfach. Schockkühl dauert aber ein bisschen. Jesus, na, Franz Brandwein. Das. Hast keine Eiswürfel reingefahren gehabt und kein Gin und kein Tonic daheim? Der Gin Tonic gegangen, sofort Plan B bei mir. Ja, da wenn zur Not jagert das. Geht als ein Hass auch. Das ist natürlich hart, Franz Brandwein. Aber gibt's ein Mitleidslied? Gibt's gar nicht, gell? Es tut mir leid für die. Es ist so schade. Sie trinken halt einen Schluck auf die. Ohne Frage. Oh ja, eins gibt's schon. Das Bomberl.
Aber extra für den Brandwein. Nein, für den Brandwein machen wir natürlich die Rolling Stones Version. Ja, gut. Ja, Rolling Stones Version. Love in Vain mit Bummel, extra für den Franz Brandwein. Weil, ich meine, das ist wirklich eine alte Geschichte. Ja? Der Steffen Berger, der Onkel wird schon richten, der Onkel wird schon richten. Das gehört zu den Pflichten vom Onkel Silapa. Jawohl. Weltklasse. Weltklasse. Ja, für den Franz Brandwein. Die Love in Vain, eigentlich nicht Rolling Stones, sondern Robert Johnson. Eigentlich Robert Johnson in 20er den Jahre. 30er Jahren, ja, die Aufnahme. 30er Jahre. Ich war glaube 20er Jahre dann noch schon da. Nein, 30er Jahre war es, ja. 30er Jahre. Der Franz eben hat das sofort korrigiert damals nämlich auch, ja. Franz eben natürlich unser Fachmann in diesem Bereich, muss man sagen. Ich glaube 30er waren jetzt schon 40er Jahre, ja, 30er Jahre glaube ich, ja. Ja, gerade bei 30 Grad hat es einen Bäcker. Naja, Franz Brandwein, du musst Prioritäten setzen. Du willst du erfrischt werden oder willst du was trinken? Und ich meine, Matthias Mariacher hilft natürlich auch mit Rotwein, ne? Wenn der Kühlschrank hin ist. Also Ausreden, Franz Brandwein, gibt es überhaupt gar keine. Punkt. So schaut's aus. Das ist wirklich wahr. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, Jagertee gibt schon zu, ne? Das ist schon Extra. vielleicht schon ein bisschen heiß. Ne? Aber trotzdem, für dich jetzt extra. When I follow her to the station, my suitcase in my hand. When I follow her to the station, my suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all my love is in vain. Stiefkind bli. Oh, my love. Oh, my love. Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Krieg ein Stiefkind bin. Für den Franz. Für Franz, für die erst. Halt durch. Ja. Na schau, er hat schon eine Lösung gefunden. Ich werde den Rest von den Writers Tears vernichten. Der Gute geht auch warm. Möglichkeit, ja. Fährt halt ein wie ein Fieberzapferl, aber ja. Naja, Franz Brandwein, wie gesagt habe, da musst du halt Prioritäten setzen, aber lass das gut schmecken. Prost! Love in Vain, das Lied wurde am 20. Juni 37 in 4 Versionen in Dallas, Texas aufgenommen.
Franz Was- M. wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ja, In ja. 4 Versionen, was vom Robert Johnson in 4 Versionen. Das war leibend. Schau, Georg Scheurer, der Linienwald zwischen St. Marx und Lichtental, vom 3. bis in den 9. Aber das kommt ja nicht vor im Lied, oder? Ist das definiert? Nein, das ist bei der Nein. Hernersteig draußen für der In der Lina. Lina, ja, genau. Da, mehr Aber ist der ja Stand nicht. ist Oder bei der Linienwald war ja quasi der Gürtel, ne? Oder wie kommst du auf das, Georg Scheurer? Das klingt interessant. Steffen Bayer, schau, beste Wucht in einem Irish Pub mal gehört. Es läuft zur letzten Runde, der Kellner fragt, another, und der Stammgast mit drauf, mir ist wurscht, der Hund findet haben. Jawohl. Schau, Zonkers TV, großartig Love in Wayne, 16er Burmstyle. Zonkers TV, jawohl, schau her. Jawohl. Da, und für den Zonker natürlich ganz klar. Da muss meine Manke sprechen, mit aller Würde. Was denn, oder? Jawohl, jawohl. Nein? Das ist Das ist Geschichte, was? Aber siehst du, weil es ein Zonker zuschaut, natürlich. Wir sind ja heute, ich weiß nicht, wie lange du zuschaust, aber wir sind ja heute so ein bisschen im Versuch, Lieder zu spielen, die sozusagen Örtlichkeiten Örtlichkeiten in oder Wien. Grätzeln, Ja. Grätzeln beschreiben. Und da kennt man natürlich die Martinswand spielen. Ne? Das passt. Oder der das Martinswand, ist Tiroler. Örtlichkeit Österreich, ja. Ja, ja, Tirol. Schau von sehen, aber nur Take 4 wurde verwendet, die anderen sind verschwunden. Das ist spannend, das habe ich nicht gewusst. Die Line ist der Linienwald, der Georg Scheurer, das Ja, weiß ich aber ja. der Linienwald war ja ist ja quasi Ungefähr der Gürtel, ne? dort, wo der Gürtel ist, so ungefähr. Ja, ja, genau. Hätte ich gesagt, ne? Ja. Love in Vain. Klang fast wie Tanzers auf dem Schulfest. Ich weiß nicht, Wins, wirklich nicht. Ja, aber jetzt natürlich klar, jetzt müssen wir schon die Martinswand machen. Ne? Gib mir ein bisschen Kontext. Cäsar. Schon? Adel so, der zählt die Leute im Mut, worin ein Wildschütz einst verliert. Sie hat ihm gesagt, geh nimmer wütend fort, weil das nur ein Unglück bringt. Noch einmal sagt los, noch wütend mich, die schönsten Blären bringe mit für dich. Da schossen haben sie ihn gefunden in der Früh, die Blären in der Hand für sie. Unter der Martinswand, ganz am Felsenrand, da schaut ein kleines Mattel ins Tiroler Land. Umgrenzt von Enzian steht's am Muttersöhnerland mit einem bloßen Spruch am Schriftenband, für die Gode, mein lieber Bub, für die Gode auf immer, der Herzschlag nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz noch am Felsenrand, da schaut der Marterlins Tiroler Land. Jeder Wanderer, der vorübergeht, bleibt bei dem kleinen Marterl stehen. Er zieht seinen Hut und spricht ein Kurzgebet. Kann er dann weitergehen? Der Wind ward leise übers Matterl hin und bringt ein Gruß vom Tannengrün, weil er ein guter Freund vom Wildschütz war und spült hat in sein blonden Haar. Unter der Martinswand, ganz wo am Felsenrand, da schaut ein kleines Matterl ins Tiroler Land und grenzt von Enzian
steht so Mutes Söhnerlein mit einem bloßen Spruch am Schriftenbaum. Am Schriftenbaum. Vierte Tode, mein lieber Bub, viert Gold auf immer, der Herz schlägt nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Füßenrand, da schaut der Martin Linz, Tiroler Land. Jawohl. Zonko für dich, mein Lieber. Tiroler Wienerlied, Jawohl. vom Feinsten ist das gewesen. Was hat die keiner, würde ich bitte einen Läusel spielen? Hab vor lauter Arbeit wie privater Sorgen, 4. Hochzeitstag von meinem Mann und mir vergessen. Würde ich am nächsten Mal persönlich treffen, erkenntlich sein. Bitte. Ja, machen wir natürlich. Jetzt haben wir gespielt bei der Hochzeit. Du kannst ja nicht vergessen. Wann war das? Vor 4 Jahren, ja? Hab ich gerade Du schau gehört. doch auf. Was er vergisst, ist eine normale Männersache. Ja, eben, der Franz Brandl sagt das auch richtig eigentlich. Das ist eine normale Männersache. Das ist ja Wahnsinn. Privater Sorgen, das hoffen wir natürlich auch, dass das besser wird. Und natürlich alles, also das macht man selbstverständlich. Und wir wünschen euch natürlich im Nachhinein alles Gute zum Hochzeitstag. Trinken auf euch einen Schluck, wenn ihr was zum Trinken hättet. Du hast nicht Zieder, jetzt Zieder da. Ja, naja, jetzt. Du, ich habe der Zonko, ich habe noch 2 Flaschen Kindersekt. Gell? Also das müssen wir schon bei Zeiten noch einmal vernichten. Also wir nicht. Du? Der wird nicht schlecht. Der kann nicht schlecht werden. Bist der muss ja schon 4 Jahre alt sein oder was, ne? Zonko, wann meinst du das letzte Mal bei Ist uns? immer da, ja? Na, vor Corona war das, ne? Das stellen wir auf. Das auf. Da kannst du ihn. Oder kannst du ihn das aufheben? Ja. Schluck und wie weiter. Jawohl. Ja, na gut, die können nicht hinwerden. Das ist unmöglich. Was da Zucker drinnen ist, Zucker das kann kann nicht, das nicht geht gar nicht. Das ätzt sich früher durch die Glasflaschen durch, glaube ich. Müssen wir bald nachhin. So, Jo. jetzt aber auf die Bristonics. Erstens einmal alles Gute zu eurem Hochzeitstag von uns und natürlich möchte ich bitten, herzlichst, unsere Barbara Giste für eine würdige Orgie an Rote Achteln zum Hochzeitstag. Das glaube ich auch. Jawohl, bin sicher, der Markus ist nicht bes. Jawohl. So auf schaut's euch. aus. Prost. Aber es ist natürlich eine Welt, dass du zum Hochzeitstag ein Lied willst, wo es um ein Leicht geht. Aber bitteschön. Gustav. Der haltet bis 2065, Zonkers, weil der bis deppert. So lange hält der nie, weil da hat er vor mein Muckelein aus. Ich sag, scheiß Kindersekt im Kühlschrank. Ich sag, ja, was will damit machen? Ich greife nicht an, habe ich gesagt. Der Maus sagt, nein, lass ihn drin, ich greife den nicht an. Sagt, mein Muckelein sagt, nein, ich greife den auch nicht an. Der liegt jetzt da im Kühlschrank die ganze Zeit. Mein Da lieber ist keiner Zonko, angegriffen drin. wenn du bei uns bist, ich opfere mich wieder dran. Ich trinke mit dir an. Ja, das werden wir machen. Also auf jeden Fall wissen wir jetzt, bis 2065 spätestens ist der Zonko in der Pavlatschen wieder dabei. Ne? Nein, das machen wir, da machen wir sicher wieder was. Machen wir sicher, müssen wir ja, weil müssen wir dann zumindest ein paar Sachen im Händel, also im Trio spielen. Ja, unbedingt. Nicht? Weil zum Beispiel, weil jetzt passend ja zu Martins war, der Wildschütz, nicht? Der Wildschütz, eine Leib- und Magennummer vom Zonko, Weltklasse und natürlich, klar, unsere mittlerweile schon Klassiker, ne? So ein paar Jazz-Standards. Also Zonko, ich glaube, da kommt schon ein bisschen was auf uns zu. Wir werden es nicht weiter ausschieben können. Und Ja. jetzt sind wir ja auch wieder halbwegs im Aufbau quasi, nicht? Also jetzt müssen wir wieder zusammenkommen. Einmalig. Das glaube ich auch. Und schau, der Markus Pistonik. Ich bin ja nicht böse, ich liebe sie trotzdem. Bravo, Markus! Einmalig. Schau, die Achteln. Die Das Achteln. gefällt mir. Und jetzt natürlich der Läusel auf Wunsch von der Karin. Ehrlich war Regel und bei der Feier, gemeinsam mit den Gruber und dem Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass
das der Läusel hätt nicht Sicht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist das Essen gekommen. Na und schau, ich waren die Schritte und die Fleischler waren serviert. Da hat sich keiner mehr geniert. Oh, das hat sich gestürzt auf die Schnitzel und den Erdäpfelsalat. Na, dass der Läusel nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Ja, und dann trinkt man noch ein paar Schnapsal zum Verdauen. Die Achtelrenner, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden auch schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, die spricht zusammen, ein Gestürlbub. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusel halt schon dazu. Und so ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Ja, das hätte der Läusel auch sicher leibend gefunden. Ja, aber das eine, das sag ich euch, dem Läusel seine war die schönste Leich, ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Extra viel Prestonics natürlich, mit besten Grüßen. Schau die Achtel von einer. Ist natürlich ein Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn. Jetzt machen wir ein Lied außertourlich vom Thema. Ja, ja. Aber wenn wir es noch nicht kennen, müssen wir es üben, müssen wir es spielen. Und, Ja, aber schön. ne, und weil es ja erstens mit dem Wein zu tun hat. Hat aber auch mit dem Bezirk auch kommt ein bisschen was vor drin. Reden wir vom gleichen? Weiß nicht. Ja, Achso, ein Gossen kommt vor drin. Herr Neuss kommt vor. Herr Neuss kommt vor. Herr Neuss kommt vor, zumindest ein Gossen, das stimmt. Stimmt, ja. Und nicht nur im Bezirk, sondern wir bewegen uns nicht nur auf die ganze Welt. Wir bewegen uns in den Kosmos hinaus. In die Welt, ja. Ja, in die wirkliche Welt, also in das Universum hinaus. Mit dem Lied Uhudler Dudler vom Roland Neuwirth, wo sich der Wiener sozusagen mit dem Thema Außerirdische beschäftigt. Und das geht halt nur im Zusammenhang mit Wein. Das geht nur so, also die NASA sollte wirklich uns Wienern etwaige diplomatische Beziehungen zu Außerirdischen überlassen. Wir machen das schon. Vor allem, wenn sie Fragen haben, fragt zu uns. Richtig. Wir machen uns, was wie der Vögel, nicht? Die Reblasen und dann sind sie wach. Das war natürlich ein Wahnsinn. Das ist also man stellt sich das so vor, weil die Amis, wer sind denn so die Chefs oder irgendwas, da gingen so die Amerikaner, das ist ja Blödsinn, die sollten zu uns kommen. Nicht zur Regierung von Wien oder Österreich oder so, nein, zu uns runterkriegen oder so Floris, so ein bisschen reden, ein bisschen schauen, wie geht's euch, was tut sie so, nicht? Und da tut man schon, naja, jetzt trinken wir mal was, ne? So fangen wir an. So würde unsere diplomatische genau. Ich meine, eins ist halt schon, wenn einer von die Außerirdischen den Kindersekt sieht im Kühlschrank, dann ist es aus, ne? Dann ist es aus wahrscheinlich, ja. Dann implodiert die Welt, dann ist es aus. Jawohl. Jawohl. Schau, der Markus, eine richtige Freude habe ich. So eine Freude, jawohl. Na gut. Bist du bereit? Wir probieren unser Bestes. Gestern trampt man ehrlich ein UFO, groß und gefährlich, ist mitten in der Zelle Gossen gelandet. Steigt aus ein
grünes Mandel und er wachet mit seinem Handel und sagt erst, Freunde, ihr da schon 2 Lichtjahre umeinander. In unserer Galaxis, da fehlt uns halt die Praxis, da wächst kein gutes Trepferl weit und breit. Mein Durst ist mehr als riesig, ich geb keine Ruhe, jetzt bis ich ein Weindel trunken hab in der goldenen Zeit. Da sag ich gleich, da sieh ich hupf eine in die Untertanzel, saß mir auf einer Wein. Grüne Veltliner, Gewürztraminer und dann ein alter Riesling, ein kalter, dann hinten dran ein blauer Muscatotto, den lass man nicht stehen. Ein nicht zu süßen, ein Portugieser, 2 Gegner unter, blauer Burgunder und zum Schluss ein Trieberstrahler, der muss auch noch her. Ein Achterl, sonst weiß ich leider kein Weinderler mehr. Holo, der Rittolio, die Rittolio, hola, hola, ho. Ein Dudler für ein Udler, wir dudeln alles leer. Holo, der Rittolio, die Rittolio, hola, hola, ho. Ein Udler, was will der Mensch noch mehr? Das Mantel, das Schitteile, die ganzen guten Weine, die Leute, sie glauben, sie spinnen und sie brüllen. Wir sehen normalerweise im Vollrausch weiße Meise, jetzt sehen wir plötzlich Maßmenschen und die sind grün. Um 12 waren wir praktisch schon sehr intergalaktisch, quasi sternhagelvoll, zugeschickt alle Zawar. Drauf sagt das Mantel nicht wahr, wir sehen uns in 2 Lichtjahr, wann ich dann lang nur nicht war, aber jetzt baut sich davon mit einem Hallo. Rasiert dabei 2 Rauchfinger und dieser Punkt nur noch. Grüne Veltliner, Gewürztraminer und dann ein alter Riesling, ein kalter, und dann hinten dran ein Pinot blauer Muscatotto, den trinkt man noch schnell. Ein nicht zu süßer, ein Portugieser, 2 Gegner unter, blauer Burgunder und zum Schluss ein Trieberstrahler, der muss auch noch her. Ein Achterl, sonst weiß ich leider kein Weinderler mehr. Holo, der Rittolio, die Rittolio, hola, hola, ho. Ein Dudler für ein Udler, wir dudeln alles leer. Holo, der Rittolio, die Rittolio, hola, hola, ho. Ein Udler, was will der Mensch noch mehr? Jawohl. Ich muss sofort einen Schluck nehmen. Mir rinnt das, bei dem Lied rinnt mir das Wasser im Mund zusammen, es ist unglaublich. Ja. Mit einem Alien zum Leuten am Wilhelminenberg, genau. Jawohl, und dann noch Eiwisch da, ja. Das geht ja ruckzuck, mit dem Untertatzel. Ein Augenblick ist dagegen die Ewigkeit. Nicht? Ja. Na, schön gesagt, red nicht so geschwollen. Du, aber es ist natürlich so, was natürlich
Wienerisch muss man wieder sagen, es ist ja nicht die Untertatze, sondern es ist Untertatzal, sondern Untertatzal. Das Untertatzal. Ne? Genau. Hat er gleich einen ganz anderen Wert als Untertasse. Natürlich. Du musst dir vorstellen, wenn sie sagen, na, schön, nicht? Wir vermelden ein unidentifizierbares Untertatzal. Es hat einen anderen Charme gleich. Ist nicht das Untertatzel von der Schwiegermutter, warte? Bei uns fragen sie dann nicht, kommen sie in Frieden oder kriegerischer Absicht, nicht? Davor trinkt man mir auch. Nein, davor die einmal sagen, hey, was ist? Nein, da Da geht das nicht stehen bleiben. Dann schreibe ich auf, der hat gar keine Nummer. Aber ich glaube, der Parksheriff, wenn er kommt, wenn er so eine Untertatsal sieht, der erste Grüne, der schon mit Mineral gleich dagegen fährt, es ist aber Luftverschmutzung, CO2, sagen, nein, jetzt geht es um magnetisch, das verstehst du noch nicht. Der Technologie, das versteht sie noch nicht. So. Aber ist schon groß, nimmt viel Platz weg. Ist viel zu groß, ist viel zu groß für die Stadt. Da. Das wäre wieder ein Thema für den Zonko. Das Ufer, das kriege ich ja nicht in mein Lastenfahrrad rein. So, genau, Abschluss von der Bezirkstum ist jetzt Skyline von Wien. Ja, wir haben natürlich das Thema verlassen, das ist schon klar. Den Meidlinger L haben wir noch. Ja. Meidlinger L müssen wir schon noch. Ja, gleich neben der Kirche auch. Das muss man schon. Machen wir gleich. Da kommt ja heute gar nicht zum Trinken gescheit, vor lauter Spülen. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, so wenig haben wir aber trotzdem nicht trinken. Ja. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häuseln darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kaltberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort da die alten, echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hamur und für Glickling drin. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Reißen's auf. Was hast du wieder los, jawohl? Vom Kaltberger Dorf, der Häsel glüh und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort da die alten, echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit, und ich find dort Gemütlichkeit.
beam me up. Ja, take me to your leader. Genau. Warte, was haben wir da? Wie viel verpasst? Ich muss Ja, den der Finger Patrick heben, auf ist jeden ein Fall, Superchat. Sah ich aus dem Augenwinkel. 10 Schweizer Franken vom Dampfhammer. Grüße aus Eidenbach, Bayern. Bin mir unterwegs. Ich auch. Dampfhammer für die. Danke schön. Danke schön. Und gute Fahrt mit deinem Motorrad. Jetzt rette einen Schewerer. Habe ich eine geredet, ja. Da habe ich eine geredet. Das muss ich schon langsam austrinken, weil das wird warm. Ja. Lastenfahrrad, die Manke. Das ist kein Lastenfahrrad. Dann ist es ein Ja, belastetes Fahrzeug. na, du kannst mit jedem Lastenfahrrad locker die Manke fuhren mitnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Umgekehrt nicht. Umgekehrt nicht. Ja, für die Susanne Faber müssen wir auch noch was spielen. Na klar, spielen wir auf jeden Fall heute noch was. In Schwetzingen gibt es Parkplätze für UFOs extra aufgemalt. Wirklich wahr, Fritzl Startguss, der Grand Senior, der Pavlatsch. Eine gute Das ist Idee. eine gute Idee, Eine gute ne? Idee. Ja, das müssen halt die Außerirdischen wissen. Ne? Das weiß ich nicht, Ja, ob die das im Navi drin haben, ne? Die Details. Das ist die Frage. Nicht? Das ist ja was, das weiß ja. Gut, wenn die so einen Navi-Test machen mit der Zonka. Ich hab noch keinen gemacht. Na, warte mal. Ja, natürlich. Warte mal. Ja, dann haben wir gleich Gitarre zusammen auch, nicht? Ich bin nur angelernt da. Ja, oder nein, was nichts, denn, ne? lad dich nicht. Lad dich nicht an. Komm nicht an, meine Gitarre. Komm nicht an. Schau. Die Nummer kommt direkt vom Herz, Markus Pristandik. Das ist der Leiblied, gell? Ja. So und die dankt das gefällt mir voll. Schau die Achteln. Echt Wunderschön. voll, die Achteln fallen rein da, also es ist ja nicht so Und mit schlecht. dieser Gemütlichkeit gehe ich jetzt heute. Toni Andrusch. Alles Liebe, schlaf gut. Beste Grüße. Gutes Und auf Nächtle. hoffentlich bald, gell? Schön, dass du dabei warst, wieder ab 40 gut. In Kautz im Waldviertel gibt es oder gab es eine UFO-Tankstelle, Matthias Mariach. Wirklich wahr? Das ist auch nicht schlecht. Der aber Fritz hat noch was geschickt. da Der bin, Fritz, ich- bin ich gespannt. der Grand Senior hat noch was geschickt. Der Grand Senior, der Pavliatsch. Die Parkplätze wahrscheinlich. Ich weiß, aber da muss ich wieder runter. Der Da fängt da schon an, seht ihr das? Ne? Das Ja, sagt- ja, nein, was der? Na, Tierzl, Patrick, nur Tierzl. Jetzt glaube ich. Na schau, konnte nicht, was ist denn jetzt wieder? Stürzt wieder alles an. Feed konnte nicht geladen Der werden. vom Zaunerklaus hat was gekriegt. Wo ist er? Pavlatschist in Hellas. Liebe Grüße, Grisel und Klaus, jawohl. Ja, warte, das muss ich, das gehört um. Das gehört um. Das gehört um. Unser Weltbester Philharmoniker in Jawohl. Hellas. Und natürlich mit der Abgehauen. Pavlatschen, das ist klar. So, was habe ich da? Das ist voll. Warte. Wo habe ich das jetzt hingeschickt? Habe ich das jetzt wo hingeschickt? Ich habe irgendwo auf irgendwas draufgedruckt. Und das mir geschickt vielleicht. Ich Ich weiß, was habe ich gesehen habe ich nichts dabei, aber. Ich glaube, ich habe es noch gesichert. Teilen muss es teilen. Klasse, du musst das schon ein Erst. bisschen zusammenreißen. Yes. Deinen MacBook, genau. Jetzt ist es da drüben. So, und jetzt muss ich schauen. Vom Grand Senior Fritzl. Mysteriös. UFO-Parkplatz in Schwetzingen. Das ist einfach wild. Super. Aber wie geht denn das wieder? Wie mache ich das wieder? Mir? Da Teilen. Ja, ja. Teilen. MacBook. So, weil aber technisch geht es uns nicht so. Zum Beispiel technologisch halten wir ja schon mit die Außerirdischen. Nicht? Also wir jetzt da. Der Pavlatschen meine ich jetzt da. Wir. Konkret. Natürlich, was Das sonst ist also, noch? ich werde ja oft auch gefragt nicht? Von Aliens. Du weißt, wie magst du es mit Livestream und so? Du kennst dich da aus? Nein, ich schaue nur so aus, als ob ich mich auskenne. Ich kenne mich nicht wirklich aus. Ja. Sicher Wahnsinn. Matthias Mariacher fragt, ja genau, warum schaut der Klaus auf die Uhr? Ob die UFO-Tankstelle noch offen Ja, hat. genau. Nein, Ja, aber das- er hat eine Nachricht gekriegt. Nein, wenn ich kriege die nachher aufs Handy, kriege ich aber auf die Uhr, das heißt, da kann ich schauen, ob es was ist, was Pavlatschen betreffend ist. Pavlatschen relevant ist oder nicht, ja. Der Franz Pater ist ja Ketzer, glaubt nicht an UFOs. Was, du glaubst nicht an UFOs? Nur ein Uhudler, ne? Nur ein Uhudler wahrscheinlich. Ja, ein Uhudler schon, nicht? So, jetzt muss ich schauen, ob ich das schon da habe. Ich muss ja da sich Ja, na pass auf, jetzt einmal der Beweis. Da, schau her, zwischen uns. Mysteriös. UFO-Parkplätze in Schwetzingen. Weil man, das ist halt natürlich klar, nicht? Jetzt muss der Alien das schon checken auch. Das sind wir gemeint. Außerdem, das sind ja längs, also das ist ja, woher wissen denn Schwetzingen, wie groß die UFOs sind?
Das ist die Frage. Weil da passt ja nicht einmal die Manke rein in den Parkplatz, auf den Büdel. Nein, ist ein Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn. So sich Da werden sie da wieder vor der Einfahrt stehen. Da werden sie wieder, genau, zweiter Spur. Das ist, ich sag da was, die Aliens kommen auf die Erden und stehen in zweiter Spur, kannst sicher sein. Ohne Warnblinkanlage und sonstiges. Also das ist, darum sage ich Motorradfahren, weil da kannst du am Ufer auch vorbei. Ne? Das ist halt das. Und jetzt, schau, der Zaunerklause. Der Zaunerklause, jawohl, mit seinem Schatzl. Ja. In Hellas schaut er da die Pavlatschen. Jetzt geht halt mal sagen, das ist wie wenn du so wenn du nach Griechenland fährst und dann ein Schnitzel isst. Und ich meine, das Arge ist, und da möchte ich jetzt schon ernsthaft dem Herrn Zauner ein bisschen kritisieren. Weil, ich meine, Wasserflaschen ist halt schon. Ist ein Niederlage. Das hat aber nicht wirklich, oder? Ja, stimmt. Wasserflasche. Eine Wasserflaschen hinter im Tablet oder im Handy, wo sie halt die Pavlatschen schauen. Bin ich schwer erschüttert, heißt das. Ja, nein, da gehört schon noch drüber geredet. Da gehört noch drüber geredet, aber trotzdem große Freude und beste Grüße nach Griechenland. Ja, das hat einen Sinn wahrscheinlich, die Wasserflaschen, weißt du? Ja, dass das Handy steht. Na, Das war das Handyständer. Das Handyständer, beziehungsweise dass das Hellas auch Hellas bleibt und nicht dunkles wird, nicht? Vielleicht. Das kann auch sein, Also, das wird was das ist wieder, ja, naja, das ist wurscht. Das ist schon die Leute nehmen die eh nicht. Ein paar ernst. Griechen Aber- werden aber- die wieder da schlagen. Nicht? Ja. Aber nein, das war eindeutig der Ständer fürs Handy. Aber es ist halt natürlich dadurch wahnsinnig prominent im Bild. Und das normal, auf das müsste man bitte in Zukunft ein bisschen. Die Weinflasche wird in der Hand sein wahrscheinlich, nicht wird gerade am Einschenken sein Ja, wahrscheinlich. ja, Das ist, Stefan Bayer, das schreit nach einem Udler-Tudler. Ja, das haben wir gerade gespielt. haben wir gerade gespielt. Siehst du, hast wahrscheinlich nicht aufpasst. Weißt du, der war anders, dass er dachte, ja, ich lasse es rennen, ich mache was Sinnvolles, während du die 16 Mal Plätze machen. Das haben wir ja gerade gespielt in Udler-Tudler, deswegen. Die müssen hochkant stehen, sagt der Franz Eng. An Udler brauche ich nicht glauben, den habe ich selber schon getrunken. Na, bravo. Ne, aber du kannst Ja. so zum Beispiel nicht mit deinem hähnlichen Kühlschrank. Schau, Alexander Küpferling muss weg. Oh Haben ja. wir wieder Volksfest uns auch. Alexander, Bitte sehr was. Favoritengrüße an dich. Unbedingt. Mike B. Hallo Klaus Barth, ich wünsche euch einen schönen Abend. Mike und Babsi. Babsi, viert euch in die Steiermark. Das ist nicht der Mikey. Mike und Babsi. Achso, das sind nicht die. Du musst schon mit, du musst ein Ich bisschen, hab jetzt- ja, du ja, musst ja, schon ja, zuhören, ja. wenn ich was rede. Ich weiß schon, es interessiert dich nicht, Oh was ja, ich schon, sage. ja. Du musst ein bisschen, Ist nicht die Justi. Nein, Justine ist es nicht. Justi. Justine. Nur ein Kloster hat Justi. Justi. Der Großstadt, der ist der Großstadt in der Steiermark. Das war die Justi. Mike P. Ne? Mike P. Kinder, wenn voraussehen von 21. bis 27. Juli wieder in Wien, eine Weltklasse Megi. Na, vielleicht schaffen wir es dann einmal. Das Wasser braucht man für ein Uso trinken. Matthias Mariacher, das ist eine gute Erklärung, mit der ich was anfangen kann. Weil natürlich viel Wasser bedeutet auch viel Uso, so Ja. gesehen. Wobei, nein, ich tue schon mit Wasser, aber ich habe nur, eher nur so, also wie nur eine kleine Dosis. Ansonsten den Uso, am liebsten habe ich den Uso eiskalt, aber pur. Nein, ich hab das schon gern, wenn das so verdünnt ist, weil es so wie Das- Milch ausschaut. Und dann ein Bier, ja, aber nur so ein so 1:1. Ding. gemischt. Aber noch lieber ist einmal, wenn ein guter Uso eiskalt, gleich direkt so und ansonsten ein Eiswürfel. So richtiger Wasser einmischen, das mag ich nicht. Babsi Ehre. Hallo Klaus und Patrick. Babsi Ehre. Servus. Servus. Aber natürlich können wir jetzt mit Babsi Ehre nichts anfangen. Babsi Ehre können wir uns nichts anfangen. War gestern beim Lentner, war das die Babsi? Hat die Babsi Kassen? Das weiß ich gar nicht mehr. Rattert gerade. Bist du die Italiano-Sängerin von gestern? Also oder? die Merle. Ah, die Merle hat es geheißen. Bist du ja andere? Babsi R. Babsi R. Ja, jetzt muss ich denken. Wir kennen uns sicher. Aber. Babsi R. Siehst du das nicht so deppert? So deppert. Man spielt wieder mal mit Zonko. Dann haben wir heute schon geredet. Haben wir schon geredet. Müssen wir bald, also heuer noch. Bis 2065 kalt der Kindersekt, aber wir werden es heuer noch zusammenbringen müssen. Weingarten am Biesenberg, Mike B. Ein Weingarten am Biesenberg. Also sollen wir das drin spielen? Ja, das machen wir.
Ein Euro in die Wortspielkasse. Ja. Aber Markus Pristanek. Joa von Lysistrata. Also ist wieder was an. Was habe ich jetzt gekriegt? Vom Zahner. Warte mal, wir haben eine Jetzt Korrektur. kommt das richtige Wir haben sicher Foto. Korrekturbüdel gekriegt. Natürlich, jetzt ist so. Bravo. Nein, auf den Klaus ist Verlust. Auf den Klaus. Christel hat einmal schon gesagt, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Jawohl, das ist ja gleich was anderes. So, pass auf. Das haben wir eine. Das haben wir eine, weil. Dass wir unsere Pavlaciste nicht verschrecken. Das haben wir eine. So, warte. Ist schon da oder nicht? Muss schon da sein, wir leben im 21. Jahrhundert. Ja, aber auch in Florida. So, also vergesst bitte vorher. Schau, das war jetzt das. Jesus, nein. Was mache ich denn jetzt wieder? Erst gewegt da. Weg. Wo haben wir das Geh jetzt? los mir mal, dann dauert es eine Stunde. Ja. Also, das ist jetzt das Vorherfoto mit der entsprechenden Kritik. Wo ich sagen muss, gerechtfertigte Kritik. Stimmt, finde ich da absolut, ja. Absolut, Muss man sagen. Und jetzt haben wir sofort die Korrektur gekriegt und da sieht man, wie aufmerksam das ist. Da schaut's her. Was haben wir da alles? Jawohl. Warte, das muss ich noch größer machen. Das muss ich noch größer machen. So können wir arbeiten. So, das ist natürlich ein ganz anderes Bild. Bravo Zauberklause, bravo Christel, beste Grüße nach Hellas, weil genau so geht's. Großartig, nicht wahr? Absolut Weltklasse. Absolut Weltklasse. Trinken den letzten Schluck. Ja, aber so gleich Schluss machen ohne Wein können wir auch nicht, gell? Oh ja, schon. Nein. Wie spät haben wir es nicht schon? Das ist ja schon gleich Ja, so schon, lange. aber, ja, ist ja gleich, aber wir müssen durchhalten so länger. Ja. Also bis wir aufhören. Aber ich könnte mir Mucke noch der Flasche mehr aufgemacht. Das könnte ich aber holen. Halt die Hose. Willst du es tun? Aber fragst du, ob du nicht vorher noch einen Schluck Kühl, gell? Ich bin ein höflicher Mensch. Das nimmt ihm Kamera. Nein, das geht los. Kamera geht oder nicht? Nein, geht so. Das geht sich nicht aus. Das So, wird, das geht nicht. Ja, ja. das wird die Funkstrecke bockt es nicht. Die Funk. Gibt's, muss noch was geben. Weigert am Bisseberg. So, Babsi, bin ich Lebensgefährtin von Mike. Wir freuen uns schon am 11.8., wenn wir euch wieder live hören beim Dornröschen-Keller. Naja, vom Mike. Babsi ist Weltklasse. Mike, also ich glaube zu wissen jetzt, wer es bist, aber ja, Prost ihr beiden. Mike B. Na gut. Ich weiß schon. Wenn ich sehe, weiß ich es gleich wieder. Aber jetzt glaube ich, kenne ich mich aus. Leibend, dass dabei ist. Ja, na freilich, jetzt weiß ich schon, wer sagt. Na sicher, jetzt weiß ich schon. Dankeschön für den Kontext. Das muss man haben. Griechisches Wein ist der Blut der Erde. Komm, schenk dir rein. Griechischen Schwein oder eine Raude Leber. Komm, schenk mir rein. Von dem Frascati, du. Naja, so. Klasse. Aber der Pate kommt, da muss ich austrinken. So, damit bin ich Oberjump. Nicht? Oberjump bist? Oberjump. Nicht? Oberjump? Oberjump. Also, Du nicht gehört? da hast die halbe da stehst, mir war das weggehört. Und das mit dem Berg hochgehen, verstehst du? In Köln runter. Ein Chardonnay vom Fuchs. 2021. Du Schluck nicht mehr erst. Gehen wir uns zum Taschler. Mike B, jawohl. Mike und Babsi. Dann weiß ich schon. Jawohl. Sehr leid. Ja, weißt du, mit den Namen damals so schwer, nicht? Oft. Und dann ohne Gesicht, ohne Kontext, nicht? Von was ist. Ja, geht schon, Dankeschön, ja. Ich habe natürlich deiner Frau auch eingeschenkt. Ich wollte gerade sagen, du hast also nicht ihr weggekriegt noch. Hast also jetzt allein sterben lassen, noch mehr oder weniger, nicht? Hast du ein Flaschel Wasser hingestellt, so da ist die. Würdigst eingeschenkt. Da hast du die Zaunerplöre. Das war gut. Muss ich jetzt noch mal einblenden. Das Korrekturfoto aus Hellas von den Zauners. Einmalig. Vorher, Schon gut, ne? vorher, nachher. Jawohl. Genauso gehört. Ja, da muss man sagen, das ist ganz wichtig. Da wird es ja doch dunkler werden, noch heute vielleicht. Ja, das ist schon Finster, gell? Ich meine, anders dunkel. Ich weiß schon, Patrick. Ich weiß schon. Getränke was. Ja, was weißt du, wegen einem Reset Du hast der viel was hast du noch Geschmacksnerven. nicht gehört. Ich habe ein Glasl Vorsprung. Da kannst du ein Glas Wasser vollsprühen. Ja. Ich mein,
Das ist wie der Sandkiste, oder? Die haben schon ein Glas Wasser vorspann. Das ist ja Wahnsinn mit dir. Ja, unglaublich. Also, ich glaube, wir können es endlich antrinken mit dem herrlichen Fuchswein. Können wir. Vom großartigen Spaziergang wurden wir verwöhnt. Und das schmeckt beim Mucke nicht so gut. Jetzt hat sich der kleine Flaschen eingenäht. Aber siehst du, nicht lang. Und der Patrick ja wieder entrissen. Ja. Jetzt einmal. Einmalig. Ja, geht. Ja, wunderbar, wunderbar. Böll schon die Hund draußen, also geht, böll schon die Hund. Wie schaust du? Da schon Aliens vertreiben. Da geht's halt Park ist ein Sackgassen. Da ist Parkpickerl, das Verlotene ist her. Habt ihr einen Parkwinkel? Ja, Das ist die erste Frage. wo schicke ich denn da Anzeige hin? Steigt aus ein grünes Mandel. Erste Frage, haben Sie einen Parkwinkel? Da geht das nicht stehen bleiben, Jens. Aber das geht's bei euch machen, da am Stern. Bei uns nicht. Ne? Das wäre eigentlich schon herrlich. Also das wäre schon herrlich. So ein richtiger, ernstzunehmender Alien-Film, so ein Science-Fiction-Film, aber der nicht in Amerika irgendwo, sondern in Wien spielt. Wo du mal, hallo. Wenn der Leibert da aussieht, ist dann zurückgeredet. Was heißt von einem Stern? Er heißt bekommen von einem Planeten. Ja, genau. Was redest du nicht an, der etwa da? Keine Ahnung, aber das der ist ja nicht von einem Hit, Stern. ja. Haben sie es getrunken? Das ist Noch auch nicht. super, ne? Das ist auch super, wenn der Kieber da gleich am Fenster anklopft hat zum Alien. Steigen Sie mal aus und er steigt aus und die aber trinken da nichts mehr. Das wäre schon super. Das wäre schon super, oder? Das fällt mir so ein bisschen in die Richtung, wie da gibt es das Lied, das wie der Wiener sich den Himmel vorstellt oder so. Ne? Ja, genau. Das war schon was. Oder wenn die Aussätischen sich Wien aussuchen, Otterkrieg. Für den Erstkontakt. Ne? Das war was. So, aber jetzt einmal, jetzt genug der Worte. Haben wir noch irgendwas? Wir haben viel noch. Ein Lied fällt mir jetzt ein, das haben wir gar nicht erwähnt noch, glaube ich. Aber das könnte man jetzt wirklich spielen. In C-Dur haben wir auch schon lange nicht gespielt. Auch eine Ortschaft, also eine Gegend in Wien. Ich fange an zum Spielen in C-Dur, ja? Dort wer's wissen, bin ich daheim. Wer mich suchen will, braucht keine halbe Stunde, denn wie's falsche geht, so kennt mich alles am Grund. Es gibt kein Madel, das nicht is in mich verbrennt, und den Steirerglas ich dort nicht kennt. Verschmiert mit Hoferlein, dort wer's wissen will, bin ich daheim.
Ein Spontaneinwurf ist mir gar so eingefallen, wenn wir von den Gegenden von Wien reden. Gute Idee. Das liest du drunter im Lichtental, glaube ich, heißt es. Rund im Lichtental, ja. Wir trinken Leberkleister, weil wir den weißen Mäusen gerne beim Spielen zuschauen. Bravo, ich glitsche Bravo, bravo. Schon die Mäge bin ich beim ersten Flascherl. Naja. Gut, das ist bei der Mege, ist ja auch die Hälfte von mir, nicht? Oder von uns. Was heißt die Hälfte? Nein, weniger, glaube ich. Also die ist ja so zart, ein zartes Mädchen. Ja, was heißt Das ist ja unglaublich, ja. Was gut, sie zitiert sofort Goethe. Genug der Worte, Taten folgen. Bravo, einmalig. So, nur pass auf. Wir müssen immer noch die arme Susanne Fabra. Die haben wir. Ja, da müssen wir sofort was machen. Na, was machen wir? Haben wir das Regelspiel oder Triebverbot? Machen wir das Regelspiel. Bitteschön. Da rennt nur sein, nur hereingeröster Jux für groß und klein. Jeder Schimmel weiß lackiert, wirklich frisch gespielt. Eine Fuhr, eine Tour kostet 20 Groschen nur. Eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringenspiel, das ist ein Hetz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fort man weg und draht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Triebverbot. Was ich nicht dabei war, das ist schon. Drunten beim Kassier, da hat eine Frau gemacht ein paar Höhe. Ja, was sie sagen, ich bin eine alte Fee. Was sagt denn sie? Tanzen der Kopf der Bisam. Warten's ganz Person, werden's einander dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit ihr her. Sie glauben, dass sie da in einem Vogelhäusl sitzen, können so schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Kitzen. Und du im Garten bin ich ein kann noch eine schmieren. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hetz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorbei und draht sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. Der Gefühlte, der kommt rein, steigt mitten auf den Saft. Der Linkser hat's ihm hin und er ist baff. Wie er wieder aufsteht, da er zum Brause hin. Und er passt den eine in die Duschkabine, bing. In der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her bemüht. Sie sein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumperam, jetzt war's ein furchtbar zusammenzuckt, weil den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbunden, die Wind's auch nicht ruht. Das ganze Triebverbot, das ist jetzt hin. Aber schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hetz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorbei und draht sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will. Oh, schön ist so ein Ringelspiel. Man muss sich entscheiden können, was man will. Haben wir beides gemacht. Ne? Also. Haben wir beides gemacht.
Ob das erlaubt ist überhaupt? Ja, und ob sie überhaupt dazu schaut, das ist die nächste Frage nicht, aber ist ja wurscht. Wir haben es ja nicht nur Die für Achtel die von Susanne eine, Faber ja, gespielt, also. sondern für alle. Für alle, ja. Matthias Gerold schreibt zum Beispiel Weltklasse. Die Achtel von eine auf so einen Habengrund. Georg Scheurer. Ist er lied? Ihr seid super, Baby, Babsi, Baby. Babsi. Der Michael wird mir beim nächsten Mal beim Taschen haben wir eine kleine Babsi Baby! Ja, du hast der Babsi Baby gesagt. Super! Kleiner Mann und nachtreten. Zu Recht natürlich. Ne? Babsi Erotisierung. Baby gesagt. Na sowas. Klasse, Herz, Rest. Kein Schluck nehmen. Na, aber was heißt? Zum Wohle. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall. Nächstes Mal beim Taschel oder beim Dan Röschenkeller, falls du einen siehst, der meine die Goschen hat, ist es der Maike. Der Mike, ja. Sehr leid, sagt Matthias Mariachi, danke schön. Schau, die Straßenanzeige, der Rudi Korbe ist, Rodolfo Corbesso. Na, wir haben wir nicht jetzt bald einmal wieder einen Taschler, der nicht am 1. am Donnerstag. Nein, Im eigentlich nicht, September, oder? im September, September, glaube ich, gell? Ich fühle mich einfach wieder im Bravo. Der Franz Bratweiner dann. Ja, da muss ich wirklich sagen, das war schon, dass ich das, da habe ich leider versagt, dass der 50er von Franz Bratweiner Naja, das noch so versagt. Aber es wirklich, ja. Nein, das war nicht da gegangen. waren, da Es waren war zu einfach viele Dinge. Faktoren, Ja. die da das zusammengekauft haben. Aber das ist. Aber werden wir schauen. Schau, wir haben ja nächstes Jahr haben wir ja 30 Jahre 16er Buben. Und wir haben uns ja noch nicht wirklich überlegt, was wir da machen werden. Es ist ja auch schon ein bisschen spät wahrscheinlich für gröbere Sachen zu überlegen. Aber abgesehen jetzt von der möglichen Fanreise, also Fanreise machen wir nicht, aber so eine Live-Geschichte. Live-Geschichte. Also wo man so ähnlich geht, also die Idee wäre dann ähnlich gewesen wie die das Brennraumtreffen. Du sitzt ab, dann sitzt Ja, nein, du ich auch. muss kurz, weil mit der Haxen, weil wir nicht da so auf. Jesus, da bitte da, aber ja. Zum Ausstrecken einmal. Aber. Na, und vom Brennraumtreffen, vom Zonko, das war mich eine gute Idee. Also keine Fanreise, sondern dass man sich wo trifft. Und von dort eine Auf eine Woche Babulatschen macht. Und dann ein live Als Abschluss quasi. Sowas, Ja. genau, nicht sowas, das wäre. Na schau, die Susanne Faber, danke Bursche, ist jetzt super. Danke der Chef, bravo Susanne. Danke dir. Susanne Faber. Für dich haben wir das gemacht natürlich. Und das wäre also so eine Idee. Kein Taschel nächstes Oh ja, Monat, Rudi, oh ja. schon, oh ja. Aber wieder am ersten nicht mehr. So, nicht am, Erster Donnerstag. weiß nicht, ob du da Zeit hast. Ne? Und meistens spielst du ja selber am ersten Nächste Donnerstag. Woche ist das, ja. Genau, oder? Ja, na klar, sowieso, nächste Woche. Ja, ne, Sechster. 2.6. Dann Nein, ist übernächste Woche. Nächste Woche ist. Nächste Woche? Das kann sich nicht ausgehen. Oh ja, ne, am Das Montag ist der 26. Am Montag ist der dritte, ne? Ja. Am Donnerstag, nächste Woche Donnerstag ist der sechste. Also wir haben ja erst Montag jetzt da. Ja. Montag und nächste Woche dann, ja. Vollkommen richtig. Kommt dann die Motorrundgang, genau. Ja, das ist Oder eine Wanderung mit den 16ern, wie mein Hansa interessiert. Ne? Matthias Mariacha, sicher nicht. Also ein Wandern. Glaubst du, die geht doch spazieren in der Hitz oder was? Franz Braten, wer weiß, wie was gut war. Ja, Franz Braten, aber wir werden auf jeden Fall sowas nachholen. Ja, weil das war jetzt dann auch so ein bisschen so eine Idee. Genau, Pavlatsch mit Ehrengästen, Michael Unger, ja. Na, dass wir ihm vielleicht wirklich mal so ein Treffen machen, wo wir dann so ein Live-Pavlatsch machen, wo halt viele Leute kommen. Wäre natürlich sinnvoll, ein bisschen mehr zur deutschen Grenze, dass zumindest ein bisschen was runtergeht. Nein, komm, sagt der Rudi Korbes, bravo! Super, Rudi, da brauche ich nicht so Freilich. viel arbeiten. Ja, sicher muss der auch gleich, wo sind wir denn? Das ist leibend, Rudi, das gefällt uns. Nein, aber dass wir ihm sagen, vielleicht, das wäre jetzt eine Idee, ich weiß nicht, ob wir das umsetzen können, auch natürlich, dass wir mehrere Pavlatschen machen mit, also sozusagen in diesem Ding, dass wir auch Mit Gästen, ja, genau. Ja. Das halt zum 30er. Dass wir das durchziehen, das ganze Jahr, mehr oder weniger, also nicht so jeder Pavlatsch, das geht sich nicht aus. Das Auf der anderen Seite sag ich immer, was ist der 30er schon? Der 50er, man, der 50er, wird dann. na ja, gut, aber das ist ja Wahnsinn. Ne? Eine Wanderung von einem Heurigen zum nächsten Heurigen. 16 beim Kreuzfahrt, die Daniela Schläger schon wieder mit der Kreuzfahrt. Ja, so eine Heurigen-Wanderung war leibend, aber stell dir vor, da kommen jetzt, sagen wir mal, ist ja wurscht, sagen wir, das kommen 20 Leute. Das ist ein Problem, weil du kriegst bloß bei keinem Heurigen einen Platz für 20 auf die Gache. Auf die Gache, ja. Das. Und dann muss ich eins auch ehrlich dazu sagen, ich kenne mich mit Heurigen nicht mehr aus. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ja privat nicht mehr bei einem Heurigen. Wir spielen
Wir spielen bei Wir spielen bei einigen einigen, und ich bin gesättigt von Heurigen her. Das heißt, also ich mache das gern sowas, aber ich weiß ja gar nicht mehr, wer ist gut oder wo ist leid. Ich meine, wissen die schon, aber das muss ja dann irgendwie zusammenlegen. Ist ja wurscht, auf jeden Fall. Aber so eine Idee, dass wir dann vielleicht die ein oder andere Pavlatschen machen, wirklich mit einem Pavlatschinger Gast, eben wie zum Beispiel mit Franz Brandwein, wenn wir mit Zonko, das müssen wir heuer noch zusammenbringen. Das ist einmal klar. Das ist einmal dringend notwendig, ja. Und dann müssen wir uns ja noch was überlegen für die 200. Sendung im Dezember. Ja. Halt nur Stehachtal beim Heurigen. Ja, Matthias Mariachi, das war eh leibend. Ja, na, irgendwas werden wir uns schon einfallen lassen. Ne? Die Dunja ist ja schon schlafen gegangen, aber die Dunja wird sich auch was einfallen lassen. Aber eben so ein Live-Pavlatschen, das war halt schon was sehr Lustiges natürlich. Ein Live-Pavlatschen mit Pavlatschistingers. Aber das müssen halt schon natürlich ein bisschen an der Grenze, dass die Deutschen nicht so, dass ein paar, zumindest die wirklich, dass man ihnen entgegenkommt ein bisschen, ja. Das war schon leibend. Ne? Oder wir machen es in München, das ist ganz klar. Ne? München Hofbräuhaus. Also München, ne? Anfang Februar oder so, nicht? Na, was denn? Waren wir schon dort? Ja, also Ideen gibt es viele. Und auch wenn Maggie den Goethe zitiert und sagt, dass Taten folgen, ja. Ich war ja dabei, sagt der Uli. Ja, das weiß ich, ja, das bin ich überzeugt. Thomas Gansch hat auch mal ein Live-Konzert gemacht mit Gästen. Ja, ich meine jetzt, es ist halt so, ein Live-Konzert, also das jetzt einfach ein Konzert, wo alles live gestreamt wird und Gäste da sind, das ist jetzt so grundsätzlich das Problem nicht technisch, es ist eher platztechnisch. Nicht? Also das geht dann da nicht mehr und dann brauchst du schon jemanden, der sich darum, dann kann ich nicht mich auch noch um den Computer auch noch kümmern. Das müssen jetzt schon werden. Also das sind dann schon andere Herausforderungen. Im Platz brauchst du den Wirt, brauchst die stabile Internet. Vor allem so ein Konzert mit Gästen haben wir ja schon gemacht einmal, ne? Zum 20-Jährigen. Das haben wir schon gemacht, ja. Das haben wir zum 20-Jährigen gemacht. Im Baumgartner Casino. Ja gut, aber ne, ja, das war ein Konzert. Ein Konzert mit Gästen. Ja, ja. Aber nicht, ich glaube, so macht es der Michael Unger. Nein, Live-Video-Konzert. Live-Video-Konzert. Ja, du musst da nur mit. Naja, aber da kommst du mit einer Kamera da nicht aus. Nein, da brauchst du mindestens 3, ne? Und das ist natürlich... Und dann war's es ist halt bei uns schon ein wesentlicher Aspekt des Livestreams ist schon, dass wir natürlich schon agieren mit euch, die ihr da schreibt und so. Nicht? Ja. Und das ist natürlich, je mehr dann los ist auf der Bühne, desto schwieriger wird es dann zu reagieren. Ne? Ja. Die Menge, genau dafür wird sich doch in München eine Location finden, sagt der Matthias Gerold. Spannt schon die Menge. Bravo. Ihr könnt eine CD machen, ja. Raffi, wir machen sicher wieder ein Album. Ein Album machen wir, aber ob das ja CD wird? CD ist halt teuer und kauft ja keiner mehr. Wer hat eine CD? Ja, der hat einen CD-Player. Es ist sicher, es steht auch noch die Idee im Raum mit der Schallplatten, also wirklich mit Vinyl. Ist aber jetzt auch ein Minderheitenprogramm. Und die müssen wir dann haben, wir haben schon mal kurz geplaudert darüber, ne? Dann gehört die aber auch analog aufgenommen. So ist es. Finde ich, ne? Also da muss mit den alten schon, Bandmaschinen, mit den alten Mikrofonen, mit allen, ne? Da muss das schon durchgezogen werden. Also. Analog. Also wenn das jetzt einen besonderen Reiz haben soll. Und ein Album, also sprich, was ein downloadbar ist, das gibt es sicher wieder mal. Wieder, ja. Aber eben eine CD rauszubringen, ist halt schwierig geworden. Es ist auch ein bisschen sinnlos. Also, das ist wirklich sinnlos. Das würde ich nicht sagen, es ist teuer. Du musst viel zu viel machen, ja, es ist teuer. Und dann hast du die Stückzahl daheim liegen. Ja, na darum sage ich nicht. Das ist immer von Umweltverschmutzung. Ja, genau. Nein, es ist sicher nicht sinnlos, aber es ist einfach teuer und gibt halt andere Prioritäten. Ja, absolut. So absolut, ja. Wie viele Wirte kennt ihr, die Platz haben? Naja, Wirte. Kommt davon, wie viel Platz. Wenn nicht Goethe CD ist immer Arsch näher. Franz Brandwein. Bei mir auch. Verstehe das auch nicht. Ja. Nein, aber das ist da muss man sich ein bisschen schauen. Und dann gibt es die Ideen von Fundraising und was weiß ich was. Schauen wir mal, was auch Platten kosten. Und ja, es ist halt, wir sind halt eine Zwei-Mann-Show, nämlich in voller Ausführung. Also jenseits auch von allem, was man sieht. Und das ist so, und da muss man halt auch sagen, da stoßen wir dann einfach an die Grenzen von Zeit und Energie. Aber wir sind natürlich schon trotz allem da bemüht und suchen Ideen und finden Ideen und Lösungen. Es wird schon was passieren. Irgendwas wird schon passieren.
Irgendwas wird schon passieren. So, jetzt spielen wir wieder was, ne? Spielen wir noch was, ja, dann kommen wir schon Komm langsam. schon langsam, müssen wir uns zum Schluss So langsam, hinarbeiten, ja. Aber, Oh, er zittert. so schnell nicht. Rudi 8898. Warum geht ihr mit eurer Musik nicht auf Spotify? Sind wir eh. Das haben wir ja. Machen wir einen Waldstock mit Wiener Liedern, also Woodstock, ja. Ein Waldstock. Wurzelstock. Wiener Lied Wurzelstock, ja. Nein, Rudi 8898. Sind wir eh auf Spotify. Darum sage ich, es wird sicher wieder ein Album geben, aber es wird eben eher im Download-Bereich sein, im Streaming-Bereich. Die anderen gibt es auch, die anderen 3 Alben gibt es auch. Die gibt's die auch, aktuellen. ja. Ja, Ja, die sind alle auf Spotify, ja. 3 oder 4 sogar, ne? 4 jetzt, Die erste ja. nicht. Die glaub erste ich, nicht, Die ja. allererste halt nicht, weil da haben wir gar keine Rechte drauf, aber bei den anderen haben wir ja ohnehin Rechte. Ja, gab es nicht einmal die Idee vom Club 16, ja Daniela Schlegel, fühlt man richtig. Natürlich, ja. Jesus, nein, Ich denk genau. genug, ich Mit denk der Hof, genug, der Hof haben wir ja da, war eigentlich eigentlich sind wir, haben wir geredet, dann Käse essen. Dann Käse essen, ja genau. Und Und dann am Wein dazu, wieder ja. die hat sich alles verrennt, wieder fix. Ich sag's da euch, waren nicht, so auch viele andere Sachen dazwischen wieder, es ist ja so. nein, und es ist wirklich, man muss wirklich sagen, wir sind sehr bemüht, aber jetzt sauft er von seiner Freundin Wein aus. Der Michael Unger, leider hat er recht. Da haben wir von meinem Onkel einen Wein geflattert. Die Fromst am Hügel, nein, ich hab gut eingeschickt. Nein, das steht eh Gut schreiben, glaube ich. Das eingeschickt. steht schreiben in die Kommentare. Bitte Glaub ich auch, nachschicken. Ich glaube, das macht es glatt. Nein, aber wie gesagt, wir werden uns schon was einfallen lassen. Und bitte wirklich um Nachsicht, weil wir sind wirklich komplett. Wir sind nur mehr zwei. Also wir machen alles. Definitiv nur zu zweit. Und noch dazu kommt dazu, dass man jetzt Gott sei Dank auch wieder der Juni zum Beispiel auch engagementtechnisch Haben wir viel gespielt viel natürlich. gespielt auch noch dazu. Na klar, also es gibt ja das. Und dann sind die Abende natürlich auch schon wieder verplant. Ja, ja, und das ja. andere. Die Pavlatschen ist auch fix, das sind 4 Fixtermine in dem Ja, Monat. ja. Dazu noch 12 andere Engagements oder so. Ja. Ne? Das sind schon 16, die erste Hälfte des Monats sind wir am Abend schon mal finito. Ne? Ja, das ist einmal nur vom Spielen. Nur vom Spielen also, her. nicht, dass ich glaube, wir regen uns Nur jetzt vom auf, sondern wir wollen nicht Nein, nur überhaupt vorstellen. nicht. Es ist einfach immer eine Two-Man-Show, das Ganze. Und wir haben uns schon überlegt, ob wir ein bisschen schauen, ob uns der eine oder andere vielleicht helfen kann bei gewissen Dingen, aber das wäre sicher noch kundtun, dass uns ein bisschen was angenommen wird. Mal schauen. Nicht? Aber es tragt sich halt nicht so, dass du sagen kannst, wir können da jetzt wirklich konkret Leute einstellen. Leute einstellen, Nicht? Die ja, genau. da hakeln, das geht nicht auch nicht. Aber für gewisse Dinge werden wir schauen. Werden wir was finden. Was kostet so ein Platten? Sagt der Rudi Korb, das wissen wir noch gar nicht. Okay, abonniert, Rudi 8898, Weltklasse. Danke, der Chef. Der Tippel habe ich auch keinen mehr. Raffi sagt das ja auch. Wo kann man das Album kaufen? Welches? Ich glitsche diese. Ja, an sich, du findest theoretisch über unsere Homepage und den Link. Also Preiser Records hat auf jeden Fall die letzten 3. Die letzten 3 Es gibt es auch auf Amazon und also es ist eben im Handel grundsätzlich Überall, ja, ja. erhältlich. In München haben wir gesehen, bei dem einen Geschäft, der hat Sogar 4 Platten von uns. Genau, im Plattengeschäft Da sozusagen. gibt es ja den Ding am verkehrter Straßen in Der Emi? Der Emi gibt es ja noch Ich weiß überhaupt. gar nicht, ob es den gibt überhaupt noch. Ich glaube, der hat auch schon zugesperrt. Ich glaube auch, gell? Ich glaube, Ja. der hat schon zugeschaut. Aber der hat auch. Emi hat auch gehabt, alle von uns. Also vereinzelt kleine Geschäfte. Kann sein, dass sie sogar für unsere CD haben. Aber online, also bei uns ist ja, wenn du es nicht willst, und Online du schauen. findest das nirgends, dann schreibst du uns an und schickst uns die Adresse und wir schicken das zu und mit der Rechnung halt und überweist das. Also das geht so. Wir haben die letzten 3 Platten haben wir noch. Die allererste ist definitiv vergriffen, die zweite, Die ja, zweite die Vorstadt Plus ist auch vergriffen. ist auch vergriffen, ja genau. Da haben wir auch keine mehr. Aber die gibt es halt, die gibt's dafür noch Die gibt es bei Stream oder Stream online. gibt es, ja genau. Aber wie gesagt, Bei Amazon, Stream gibt es noch, ja. es gibt schon noch überall irgendwo, mehr oder weniger. Und, Und die letzten 3 gibt es auf jeden Fall, ja. ja. Und wie gesagt, und wenn du was brauchst, was suchst, schau her, aber das blende ein. Ja. Büro@16nachburen.at oder im 16.at findest du alle Daten. Da könnt ihr dann einfach nachfragen, es gibt das oder das noch für euch. Und dann kann man euch das so schicken. So, wenn alles gut geht, plane ich meinen 60er in Wien zu feiern. Fritzl Startguss, der Grand Seigneur hat jetzt die Neuigkeiten raus. Ja, aber Fritzl, was wissen wir, was in 5 Jahren ist? Ja, das werden wir Was? sehen. War das charmant jetzt, da was? Sehr Ja, charmant. klasse.
Ja, aber das war, na gut, Fritz, aber das musst du rechtzeitig sagen, dass wir ja Zeit haben. Ja. Dass wir da nicht, weil das war schon, Dass wir ja die Gage ausmachen können. Das war, ja, genau, genau. Der Fritzl kennt mich schon. Aber, schau genau, Franz Ems bringt ein guter Hinweis auch, Radio Wiener Lied Shop hat auch welche. Ja, genau. Habe ich gesagt, du hast auf unserer Homepage, ja, und da kommst, also Preiser Records hat die haben unseren Vertrieb, die machen das was es gibt, und zur Not im Radio Wiener Lied gibt es auch noch, und wir haben daheim ja auch welche, also wir verschicken es selber her, wenn es ist, also Möte einfach. Möte einfach, genau so ist es, ja. Ja, Emi hat zugesperrt. Das ist schon wieder gelöscht. Da hat etwas Ja, geschrieben. das hat er, das Aber ist, der Rest habe ich nicht lesen können und das ist schon voll. Ja, das ist Emi verbieten. hat zugesperrt, okay, gibt es nicht mehr. Ja, da, genau. da hat er mehrere Tippfehler drinnen. Ja, Rudi besser auch. ja. Ja, der Matthias Gerald, warum planst du schon 25 Jahre im Voraus? Siehst du, das ist so keck war nicht einmal ich. Ich habe vor 5 Jahren geredet. Aber das steht da vor, der Grand Seigneur Fritzl kommt nach Wien und wir sind nicht da oder haben keine Zeit oder hin und das geht nicht. Fritzl, weil das muss ja, auf 60er, das gehört ja behoben. Der Friedl schreibt schon, danke für das Kompliment, das heuer. Was heuer noch? Heuer? Das ist aber bald. Das ist aber schon bald, ja. Ja. Der Friesel, der muss uns kundtun. Das muss uns kundtun. Du hast meine Nummer. Glaube ich, meine Nummer. So. Sind die Buben noch jung? Ja, ich weiß wir sind jung. Aber wir schauen halt natürlich. Bitte, ich wurde gestern von einer charmanten jungen Dame auf 38 bis 40 geschätzt. Wie die war? Ja, die hat uns fotografiert und so und sie fragt mich dann so, darf ich noch ein Alter von? Also, ich schätze ja nicht gern. Also, ich schätze einmal so. Nein, Klaus, die schätzen auf 50 bis 55 und die auf 38 bis 40 geschätzt. Hat gedacht, das ist eine Freude, was? Das ist eine Sowas, Freude. das ist eine Freude, Ja, was? da hast du nicht gerne aufgerieben. Sag Aber einmal. doch, das gefällt mir, weißt Ja. du? Sehr charmante Dame gewesen. Ja, sehr übrigens, charmant. ja. Sehr charmant. Was hast du gesagt? 50? 55, 55. Ich hab mir gedacht, ich tue mit dem Bord wieder weg, dann schätzen sie mir auf 30. Das ist Was soll man? ja, was soll er dazu Ja, sagen? ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts. Ja. Ist ja gar nichts. Der Rudi Korb sagt, ja, ich bin zugesperrt. Was kostet eine Produktion von einer Schallplatte? Wissen wir nicht. Aber ich weiß, CD-Produktion, wenn du die Arbeitszeit und alles, wenn du das alles da einrechnen würdest, das haben wir fünfstellig. Grundsätzlich einmal. Na klar. Sag ich mal. Ja. Mit Studio Ja, und wenn du weiter so wirklich da. Studio alles Sagen wir, rechnest, es also ist da mal im locker. fünfstelligen Also Bereich, da ja. schaffst du locker. Ja, Und das muss natürlich, da musst du schon was verkaufen dann auch davon. Ne? ja, aber ich sage einmal, die Vinyl, ich habe keine Ahnung, ob das viel teurer ist, ich weiß nicht. Mit Aber ich sage ja, einmal, man misst schon, wenn man sich ein Album professionell, von vorn bis hinten an, misst man schon rechnen, 15.000 bis 20.000. Musst schon rechnen. Geht alles günstiger, man kann viel selber machen, man kann sich einbringen genau, und so so weiter. ist es. Also man kann, oben kommt man schon noch. Aber wenn ich jetzt sage, was kostet wirklich eine Produktion, wenn man sie von vor bis hinten mit Grafikern und Tontechnik und mit einem anderen Master und Studiozeit und so weiter, wenn du das wirklich alles mit einrechnest, musst du sagen, ja, ist mit 10er gar nicht viel aus, sagen wir mal 15.000 plus minus. Und ja, wie gesagt, dann gibt es eben Sachen, wo du sagst, nein, ich mache die Grafik selber oder ich mache die Aufnahmen Ich mach die selber Aufnahmen und selber. lass Mastering Ich mache den Schnitt selber und lass Es nur gibt halt Master. viele Möglichkeiten, halt, Ja. wo man sich hilft, aber wenn man es professionell machen will, dann waren wir schon in dem Bereich. Ja. Matthias Gerold, ich erinnere mich an ein Foto im Feinrieb. Bravo, Fritzl Status. Jawohl. Das muss ich auskommen wieder. Im Feinrieb, das war Weltklasse. Jawohl. Grand Seigneur Fritzl im Feinrieb, das war wirklich. Die Feinrieb-Pavlatschen war auch, glaube ich, sehr, sehr lässig. Ich habe sehr viel gelacht, auch der Ackerl hat viel Ja, gelacht. ich habe weniger zum Lachen gehabt, aber. Naja, du hast auch Ich hab gelacht. gelacht. Ich habe das Video, du hast gelacht. Du hast viel gelacht. Du hast auch gesoffen, weißt du. Vor allem noch mit der langen Bundeswehrunterhose. Ja, das war mit natürlich Feinrieb noch dazu. einmalig. Was mich ja wundert, dass der Gummi noch Vor allem, hält. der Gummi gar nicht, und vor allem, dass die dir einmal passt, hat, ist ja 5 Nummern zu groß. Naja, gut, ich war schon Blader, nicht? Aber man muss natürlich auch sagen, ich habe es ja nie angehabt, nicht? Weil
Bundesheer nicht und nachher eigentlich auch nicht. Ich bin zweimal vielleicht bei irgendeiner Skifahren gewesen, aber ich habe 3 Hosen daheim. Sowas, ja. Das ist ein Wahnsinn. So, aber jetzt spielen wir mal ein Schluss. Also, jetzt kommen wir zum Schluss. Patrick muss schlafen. Der muss noch heimfahren. Das ist Weg, Mann! Nicht beim Heimfahren schlafen. So weg, Mann. Das ist ja Wahnsinn. Aber Rudi Korbes, weißt du, sagst mit der Platten, müsste man wirklich mal auch überlegen, ob man da vielleicht so eine Art Crowdfunding macht, nicht? Dass man sagt, das pass auf, man zahlt was ein zum Beispiel und da muss man was kriegen auch dafür. Also nicht einfach nur spenden jetzt, dass man sagt, ja, pass auf, da habt ihr einen 100 da geht der Benefit. Der geht in den Topf rein, sondern wirklich was sagst, pass auf. So nach dem Motto, also so jetzt mir halt mehr taugen, nicht? Weil man nicht immer nur schnurrt ums Geld. Apropos schnurrt ums Geld, wenn man kurz einblenden. Das kann schnorren. Wegen ein Live-Mitschnitt-CD von den 6, das war das Leihwandste, Ja. Michael Unger. Ja, Aber absolut, ja. kostet fast noch mehr. Fast Wenn du es gut machst. Und du musst schon sagen, du musst mindestens 2 Konzerte Mindestens machen. 2, ja. Am Stück, also hintereinander. Am besten 3 Tage, Am besten 3 Tage. Super, ja. Wo du quasi da, also immer das gleiche Programm und alles, nicht? Und immer volles Haus. Und das muss mitgeschnitten werden und zwar sehr gut mitgeschnitten werden, weil das muss schon was Je können. weniger man nachher nachbearbeiten muss, umso leibender wird. Ja. Und dann suchst du aus diesen 3 Konzerten, aus diesen 3 Auftritten quasi die leibendsten Nummern raus. Also so ist es immer gemacht worden auch. Und dann kann man das machen. Also mein persönlicher Wunsch ist ohnehin Eine Live-Aufnahme, also Live-Mitschnitt, weil es von uns beiden, ja. natürlich live ist. Und gerade diese Musik, gerade das Wienerlied, ist natürlich Auch mit den Zwischenkonversationen und so weiter, alles das. der Beste auf dem Pavlatschen war ja da, was Matthias war. Das ist aber eine gute Idee. Ja. Nein, es wird dann schon irgendwas einfallen. Aber wir sind auf jeden Fall dran, aber bitten halt um Nachsicht, dass wir einfach langsam sind, weil wir eben wirklich das nur zu zweit machen, aber trotzdem mit Leidenschaft und Freude. Bis zum 50-jährigen Nur langsam. Ja, das spätestens dann haben wir, dann machen wir Schallplatten. Das ist in 20 Jahren, das ist nicht so viel, ne? Ja. Da bin ich immer noch jünger als der Gradinger Freddy jetzt zum Beispiel. Ja, das, Wieso? das ist schon nur der Freddy liegt im Spital. Apropos, liebe Grüße. Beste Grüße an An einen Freddy super Gradinger. Kollegen von uns, weil es mir jetzt gerade einfällt, Ja. das wollte ich eigentlich am Anfang schon sagen. Ja. Der Radlunfall. Den hat es mir in Fahrradlauf gehabt, vor 1,5 Wochen, und den hat es ziemlich den Fuß zerlegt. Also mit Schrauben und Platten und was weiß ich was alles eingebaut. Alles gut gegangen bis jetzt einmal, aber es sind nicht die nächsten Wochen nicht Fällt leider aus. für ihn, Ja, ne? fällt aus. Er 8 fällt, bis 10 ja. Wochen fällt er komplett aus, kommt eine weitere Operation dazu. Aber vielleicht kann er schon spielen in 2-3 Wochen, wenn sitzend irgendwo. Muss ich mal beobachten, nicht das so nicht. Aber In 2-3 Wochen schaut nicht so aus, aber zumindest in. Freddy, alles Gute. Alles Gute, dem Gradinger Fredl. Eine Ikone auch, das Wiener Lied, das muss man sagen. Eines meiner Vorbilder damals auch gewesen in der Jugend. Ja, der Vorbilder würde. Ja, gut. Was Quetschenspielen auch. Quetschenspielen, ja, absolut, ja. Aber es war. Also, Als Quetschenspieler der nämlich. Vorbild so für mich war einer einfach der Stars für mich. Nicht? Ja. Ja. Und das hat, wir haben schon viel Spaß miteinander Viel gemeinsam gehabt, viel Theater gespielt. gehabt schon, ja. Wir haben auch schon das ein oder andere Achtel getrunken gemeinsam, gell Freddy? Das kann man sagen. Daniel Schlegel sagt, mein Bruder finanziert seit langem so seine Alben. Da gibt es ja verschiedene Pakete, das kleinste ist die CD und das größte ist ein Privatkonzert. Ja, irgendwelche Sachen gibt es da so. Aber da müssen wir uns auch erst wieder erkundigen, wieder schlau machen, schauen, wo was. Das ist halt immer das. Die Stunden rennen dahin. Ja, wir sind wirklich ein bisschen zeitlich überfordert mit dem Ganzen. Aber wir werden das, irgendwas finden wir schon. Irgendwas finden wir, aber jetzt, sagen wir mal, mit diesem Schluck, einmal pfiat euch gut, Dankeschön, dass ihr dabei wart, heute eigentlich halbe 11 war sehr brav, Schöne würdig. Zeit, schöne Ich danke euch schön. Ich kann euch nicht weglassen, ohne nicht noch einmal mein Scheißerl sprechen zu lassen. Das ist würdig und recht, muss ich Das sagen. ist ja- das ist- Das ist schleimernd. Ein Wahnsinn. Ich muss da gleich rausgehen, dann schauen, ob es ihr gut geht. Das müssen wir sich wirklich machen. War ein paar Tage gefallen, heute bei mir nicht gefallen, aber nur bald. Der Fredi komponiert schon wieder daheim. Also ist er zu Hause. Ist er schon zu Hause. Ja, Das ja. ist sehr gut. Ja, daheim ist er, nicht? Ja. Den Fredi. Ja. Ja. Da machen wir einen Einwurf für den Freddy noch. Einen kurzen Was machen wir für einen? Holoterie? Na sicher. Für den Fredi Gradinger zur Genesung. Natürlich. Ein Liter sehr. Nein.
Hat er nicht er geschrieben? In der Zwischenzeit weiß ja jeder, dass er der Toni Duracher ist. Das darfst du nicht sagen, das ist ein Pseudonym. Das weiß ja jeder. Ja klar weiß jeder, was du im Internet sagst, ne? Der Wahnsinn. Eine leibende Nummer. Gefällt mir, das geht von mir sein. Beste Wünsche, Genesungswünsche zum Prediger. Das ist so meine Richtung. Das ist was. Holotterikuckuck, Holotterikuckuck, heute bin ich wieder zu. heute ist er wieder zu. Und mir geht's gar nicht Und er geht's gar nicht ein. so fett kann keiner sein. Holotterikuckuck, dann hab ich Schädelweh. Da ist mir das ganz wurscht. Bitte hab ich einen Dusch. Holotterikuckuck, Holotterikuckuck, ich bin schon wieder zu. er ist schon wieder zu. Das ist mein Lebenslauf. Das ist ein Lebenslauf. Drum trink ich noch einen Traum. Tschak, tschak, tschak. Jawohl, Freddy, alles Gute erst. Halt die Ohren steif und sonstiges. Schau da Michael, beim Ratsch ist so leise, das Moped so laut. Ich verstehe. Na gut, das kann ich natürlich einstellen, aber auf der anderen Seite, ja du. Das Moped Das muss Moped laut sein. ist laut. Aber danke für den Hinweis, Michael Unger. Muss ich dann einstellen einmal. Wenn ich daran denke. Ich stelle es ein, ja? Aber jetzt, pass auf, es fängt wieder an. Die große Frage, wo kann ich das einstellen? Ne? Uwe, da. Pass auf, jetzt nochmal und dann ist es besser. Jawohl. So muss es gehen. So muss es gehen. Echt nicht. Aber das gehört laut, das ist eine Maschine. Das ist ja. Das ist eine Weltmaschine. Weltmaschine. Na gut, jetzt aber wirklich, meine Lieben, Ja. war es eine große Freude wiederum mit euch und wir freuen uns aufs nächste Mal. Sagt es weiter, dass es uns gibt. Haut noch was rein, als Schmattes, als Obolus, ihr kennt euch aus. Kurzes Einblenden nochmal der ganzen Geschichte. Wir freuen uns, wenn es was gibt. Große Summen, kleine Summen, vollkommen wurscht. Ich meine, natürlich sind große Alles Summen ist super. leibend. Nicht, dass du sagst, so, ich hätte gerne eine große Summe gezahlt, aber wenn es sehr wurscht ist, kann ich kleine an. Also so man ist nicht, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Und, wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Aber jetzt sagen wir mit dieser Eigenkomposition, ja, schon der Markus Bestonek, der bringt es auf den Punkt. Es ist würdig und recht. Und jetzt wird noch die Liturgie abgehalten, ganz genau. Deswegen sprechen wir noch einmal gemeinsam zur Priesterschaft. Unser im Himmel. Zur Priesterschaft. Die Priesterschaft des Weintrinkers, nämlich zum Wirten. Und da fangen wir an zum Tischgerieren. Herr Wirt, auf Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Unbedeck war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Herr Wirt, auf Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Anbedeck war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wernerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben etwas Stunden gesungen viel, aber gegen ihn wird's langsam still. Und so hat jede Stimme ihre Zeit. Er wird
ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend, Dankeschön, und das hat uns wirklich sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Alles mit Liebe. Vierte Viert euch gut.